Leif Kolleginnen a Kollegen hai runem Dëch, Leif Leiit am Publik, Leif Leiit opbausen stewech ganz herzlich begréissen fir als lächt Gemengrotsetzung fir der Summerpaus. Ich mein die Hummerreis wohl verdingt bei der starker Hëtz de moment hunn. An op Thema hëtzt werte man nach den Ofen de Pumols rekommen. Fir déich awer giwech den Tobias Haukap begréissen. Hallo Tobias, Bürgermeister aus Siegelsbach mit Live-Schaltung hier in unserer Gemeinderatssitzung. Und die Idee war, wir hatten ja Workshops gemacht, dass wir auch die sozialen Medien einsetzen, um uns dann mal zu sehen und interaktiv die beiden Gemeinden miteinander zu verbinden. Und das machen wir heute und wir werden über euer Dorffest sprechen. Tobias, wie geht's dir? Hallo zusammen. Ja, also mir geht's sehr gut. Also erstmal vielen Dank für die Einladung tatsächlich. Ist wirklich Premiere für mich. Ich durfte bis jetzt noch nicht bei einer, ich sag mal, öffentlichen Gemeinderatssitzung in Luxemburg beziehungsweise überhaupt bei einer Gemeinderatssitzung mich live per Webcam zuschalte. Also spannende Idee, gute Idee und ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie gesagt, wie es läuft und auf die Erfahrung. Aber ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, Claude. Ja, vielleicht auch, ich sage immer so was wir im Gegenzug auch mal wieder einsetzen können bei uns, wenn wir dann unsere Gemeinderatssitzung auch mal so digital gut aufstellen, wie ihr das in der Vergangenheit gemacht habt, ja. Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst, aber das wird dann wohl so sein und das wird dann auch klappen. Nicht die Technik macht mir Angst, aber der Auftritt. Ne? Gut, erzähl uns was über das Dorffest, wenn du möchtest und wenn dann nachher die Kolleginnen und Kollegen noch Fragen haben, dann dürfen die dir auch natürlich gerne stellen, ehe wir dann zu unserem Einlauf zu der Gemeinderatssitzung kommen. Ja, also nochmal, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Claude, meine sehr geehrten Damen und Herren Schöffe, Gemeinderäte, liebe Freunde aus Schüttringen. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann und auch, ich sag mal, einen kleinen Werbeblock machen kann für unser Dorffest. Ja, ich sag mal insgesamt, ich glaube, unsere Partnerschaft mit unserer beiden Gemeinde, die jetzt ja auch schon über 35 Jahre offiziell besteht, die lebt genau davon und zwar von Miteinander. Und ich glaube, gerade sowas wie unser Dorffest, das ja bei uns traditionell alle 2 Jahre stattfindet, ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Modell, ein sehr, sehr gutes Thema, wo man sich dann auch wieder treffen kann und gemeinsam Zeit miteinander verbringen kann. Es ist so, das Ganze beginnt freitags mittlerweile, das haben wir 2024 angefangen mit so einer Art, ich sage mal, Pre-Opening, wo man das tatsächlich betreibt. Das hat sich auch bewährt und das ist wirklich sehr, sehr gut und da halten wir auch fest. Wir fangen da an, 19 Uhr ist quasi die Eröffnung, 20 Uhr geht es dann los mit der MCO-Band. Das ist eine Band bei uns aus der Nachbarkommune und das wird wirklich sehr, sehr gut angenommen und das machen wir auch so weiter. Ja, am Samstag ist dann die offizielle Festeröffnung, wo ihr euch ja mittlerweile auch zahlreich schon angemeldet habt. 17 Uhr Fassanstich, dann auch, wie gesagt, mit Freibier und das Abendprogramm übernimmt dann die Band Ecstasy. Auch die hatten wir bereits letztes Jahr am Start und die hat auch wirklich für ganz, ganz tolle Stimmung gesorgt. Und was ich an der Stelle auch ansprechen möchte, das ist ein weiteres Highlight. Das ist wirklich auch eine Premiere, muss ich sagen. Und zwar haben wir dieses Mal auch einen Stand aus Schüttringen bei uns dabei. Hintergrund unsere Feuerwehr, die betreibt quasi einen Sonntags- und Kuchenverkauf an ihrem Platz. Das heißt, da gibt es Samstagabends noch Potenzial. Und ja, Claude, ich glaube, du warst da auch so ein bisschen federführend mit in der Runde und hast gesagt, jawohl, da kommen wir vorbei bei uns aus Schüttringen und verkaufen im Prinzip oder bieten im Prinzip regionales Bier an. Und ich bin davon fest überzeugt, dass das auch sehr, sehr gut ankommen wird und dass dadurch auch, ich sage mal, eine gewisse Präsenz auch stattfinden wird und auch so ein bisschen Zeichen für unsere sehr, sehr gute Freundschaft, die wir pflegen. Also ich freue mich wirklich drauf und bin wirklich gespannt, wie das tatsächlich auch kommt, weil in unserem Flyer, den habe ich hier. Der wird tatsächlich auch die Tage bei uns auf der Homepage eingestellt. Wir hatten ja euch auch schon mal im Vorfeld geschickt. Also ihr dürft den auch gerne bei euch noch einmal in die Runde dann geben. Wie gesagt, im Flyer steht es nicht drin. Ich glaube, für die Siegelsbacher wird es eine echte Überraschung sein. Wenn da, ich sage es mal so, ein paar Schüttringer stehen und anfangen Bier zu zapfen. Also ich glaube, das wird ein echtes Highlight. Das wird das Ganze auch echt noch einmal, was die Partnerschaft angeht, auch noch mal wirklich bereichern. Ja, sonntags haben wir dann klassisch ökumenischer Gottesdienst, danach Musik und vor allem auch, ich sage mal, einen Tag für die Kinder. Das heißt, wir haben an dem Tag eine Hüpfburg, wir haben Bauklötze, Musik, Kinderschminke und vieles, vieles mehr. Also ein echt buntes Programm, muss ich sagen. Und
Was ich an der Stelle auch herausheben möchte, unser Dorffest, es ist alle 2 Jahre und was unsere Vereine da tatsächlich leisten, also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auch das Essen, muss man wirklich sagen, also wirklich kulinarische Highlights. Ich sehe Nicken in der Runde, ne? So, alle, die schon mal da waren, können das, glaube ich, auch bestätigen. Das ist unter anderem der Musikverein, der Gesangverein, der Sportverein und viele, viele andere, die da wirklich ein klasse Programm mit auf die Beine stellen und wie gesagt auch für kulinarische Highlights sorgen. Deswegen nochmal einfach ein riesiges Kompliment, wie gesagt, an unsere Vereine, was die da insgesamt so auf die Beine stellen. Und mir würde uns natürlich freuen, auch möglichst viele Gäste dann aus Schüttringen bei uns begrüßen zu dürfen. Ich war ja tatsächlich dieses Jahr schon 2-mal bei euch zu Gast. An der Stelle auch nochmal, wie gesagt, vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und das wirklich sehr, sehr gute Miteinander, das wir da wieder erleben durften. Und wie gesagt, jetzt seid ihr an der Reihe, jetzt dürft ihr zu uns kommen, jetzt dürft ihr die Gäste sein. Ne? Wir werden gemeinsam mit Sicherheit ein paar schöne Stunden und schöne Abend verbringen können. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, ne? Wie gesagt, euch zahlreich dann auch bei uns in Sickelspach begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, Tobias. Du hast es gesagt, manche Zimmer sind ja schon gebucht. Wenn jetzt andere Bürgerinnen und Bürger gerne nach Segelsbach kommen, also ihr seid eingeladen, teilzunehmen am Dorffest in Segelsbach. Ich hoffe, es kommen noch welche und finden den Weg nach Segelsbach. So, jetzt rund um Dösch, vielleicht den Episoden. Ja, also ein Angebot tatsächlich noch von meiner Seite aus, wenn es Fragen gibt bezüglich Hotelreservierung oder ähnlichem, gerne direkt bei uns auf dem Rathaus anrufen. Wir vermitteln da die Kontakte oder machen dann auch die Abstimmung. Das ist gar kein Problem. Bitte einfach an uns wenden, gell? Top, sehr nett. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, Tobias, du hast das ausführlich und sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Und dann sehen wir uns am 1. August beim beim Fassanstich. Dann sage ich auch vielen Dank. Wie gesagt, freue mich auf euer Kommen und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen und ruhigen Sitzungsverlauf. Alles Gute, schönen Danke Abend, sehr. macht's gut. Schönen Ciao. Abend. Tschüss. Tschüss. Voilà, das war jetzt Live-Schaltung auf Segelsbach. Und da kommen wir noch ein bisschen noch unseren Anlauf. Kleiner Rückblick, den ich gerne machen wollte. 26. Juni hatten wir hier oben eine Veranstaltung mit 3 Astronauten. Wir haben von dem eine Astronautin angemeldet, Julie Payet. Mit dann sind hier Kollegen, der Mike Foreman und den Dimitru Dorin Panarariu, auch noch mit dabei kommen. Julie Payet, eine freie Astronautin, noch später Gouverneurin von Kanada, hat den Publikum mit dabei faszinierend Reise auf die internationale Raumstation ISS geholt. Noch nur ein paar Minuten hat das Gefühl, da hat sich gelost zu haben, und zusammen mit ihr durch die Weltall zu fliegen. Mit viel Humor und Begeisterung hat sie von ihrer Mission erzählt und mit Videoaufnahmen einen einzigartigen Abblick an den Alltag am Orbit gehen. Am Mai 1999 ist sie an Bord vom Space Shuttle Discovery für die erste an den Weltraum geflogen. Während der Mission STS-96 hat sie Material und Ausrüstung auf die ISS gebracht, die damals noch am Abbau war. Besonders impressionant war hier Beschreibung von der Arbeit mit dem Roboterarm, die höchste Präzision erfordert hat. Die Mission hat sie 2009 nächst auf die Raumstation gefordert. Neben den spektakulären Missionen waren es für allem Geschichten aus dem Alltag am Weltall, die die Leute am Sitzungssaal fasziniert tun. Plätze trippeln, schwirft den durch die ISS. Heinz, du könntet viel, dass die sich den Kopf stößt. Mir auch das gehört dazu. Aber wenn auf den nächsten Blick einfach ein Kommod ausgesagt, erfordert Löwen ohne Schwerkraft viel Disziplin. Für fit zu bleiben und den Verlust von Muskelmasse zu verhindern, müssen die Astronauten intensiv trainieren und das alltag. Der Michael Foreman hat dagegen den Teil von seiner Arbeit außen der Raumstation verbracht. Der frühere NASA-Astronaut hat 5 Spacewalks absolviert und dabei Entretensarbeiten unter der ISS durchgeführt. Ein Spaziergang am Weltall kann bis 6 an eine halbe Stunde dauern und erfordert höchste Konzentration sowie eine gute Vorbereitung. Die ISS steht seit über 25 Jahren für internationale Zusammenarbeit. Während auf der Erde politische Tensionen gehen, schaffen Astronauten aus vielen verschiedenen Ländern und Kontinenten am Orbit Hand an Hand zusammen. Auf der Raumstation verlieren nationale Grenzen und Bedeutung. Mit viel Begeisterung hat auch den Dimitru Dorin Panarariu von seinen Missionen erzählt, die schon 45 Jahre zurückliegt. Als ersten bis heute 1 Rumän am Weltall hat er 1981 eine Woche am Orbit verbracht. Damals gab es weder einen modernen Touchscreen noch digitales Systeme. Mit das vor allem mit elektromechanische Instrumente an Material gebraucht gehen. Seine Leidenschaft für die Raumfahrt ist aber bis heute unverändert geblieben. Ob froh, ob er noch ein Kehr an den Alflehen hat er eine ohne Antwort, war möglich direkt nur.
Es sind faszinant Leute, mit denen wir heute hatten zu dienen zu holen. Ich meine, die Leute, die Sachen erlebt, die noch nicht viele Leute auf der Welt erlebt haben. Am Ganzen waren es bis 664 Leute, die an der Welt all geflohen sind. An die Leute funktionieren einfach, nur dem, was sie erlebt haben, ganz ernst an immens open. Also eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Das war auf jeden Fall für alle die Leute, die teilgenommen haben, einen ganz, ganz flotten Abend. Dann hat man 2. Juli die Aufweichung von unserer Sportinfrastruktur Start-up der Biesen. Der Präsenz von der Minister Martin Hansen konnte man mit einer flotter Feierlichkeit die neue Infrastruktur vom Staat auf der Biesen aufweichen. Auch der FLF-Präsident Paul Philipp und andere Persönlichkeiten aus der Fußballwelt, wie zum Beispiel Robbie Langers, war präsent. Ganz viele Leute, natürlich der Gemeinderat, als Bodenkommission, auch viele Freunde vom Fußball, auch Sport, interessierte Leute waren bei dem wichtigen Moment dabei. Das war nicht alles fertig. Mit wird alles zugesagt, auch der Rest von den Definitionen an dem Gebäude zu machen. Für da können noch die definitive Rezeption zu machen und das Projekt können aufzuschließen. So wie natürlich auch die obligatorische Sicherheitsaufnahmen vom Sicherheitsbüro zu machen. Nicht mehr spät wie gestern heute, aber FC Münzburg dann noch schon seine Assemblée Générale an diese Räumlichkeiten aufgehalten. Was tun wir von Event an den nächsten Wochen? Nur der 16. Juli. Da kriegen wir also einen neuen elektrischen Auto geliefert, für Puma um 17:30 Uhr. Da heißt der Gemeinderat herzlich invitiert. Um 19 Uhr haben wir dann Check-Überreichung für Schötter Kulinaria. Und da ist der Gemeinderat auch invitiert. Den 18. und 19. Juli findet zu Konter der BD-Festival statt. Und da haben Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Schötter freien Entrée geht durch, für die Kartenidentität zu weisen. Den 1. August hat man gerade Tobias an der Live-Schaltung für auf Dörfhaus auf Segelsbach. Den Tobias hat schon vieles darüber erzählt. Der letzte Mal stand, weil das wird eben kurzfristig gehen, weil die Pumpchen zu Ziegelsbach eben samstags so den Stand nicht brauchen. Da hatte ich den Club de Jeunes gefragt, ob sie den Stand vielleicht sollten organisieren. Sie sind aber in der Vakanz und das geht nicht. So dass wir geguckt haben, für den Stand dann auch irgendwie auf den zu kriegen. Und ich gehe auch die Leute vom Gemeinderat, die mitfahren, vielleicht invitieren, als ein bisschen eine Hand hinzupacken, wenn wir so fesseln, nicht wenn ein Stündchen da Beier verzabel und dann eng Stündchen spazieren geht und Kontakte möchte. Ich meine, dann ist es kein Fehler und dann hätten wir einfach eine flott Präsenz, die Detailer kommen nach no. Dann haben wir den 8. August den Mototour, den Arcangelo Bello Tour heischt. Der geht um 8:30 um Parking vom Schulcampus zu Münzburg fort. Organisiert wird eine Tour von der Sport- und Freizeitkommission. Kann er sich noch bis den 5. August auf sport.schüttranche@gmail.com ummelden. Und die Leute sind da gebeten, hier nur eine Telefonsnummer, so wie aber auch macht Modell an den Hubraum von ihrem Motto umzugehen. Der flotten Tag hat viel Aufwässlung, geht angeboten, es geht nicht darum, für Maximum Kilometer zu machen. Mehr auch hier steht die Aufwässlung an der Sozial am Vordergrund. Den 8. August ist von 9 Uhr bis 13 Uhr Schöttermarkt auf der Kircheplatz. Den Sonntag, 16. August, ist die 13. Edition von der Randonnée Jean Majerus mit einem Grillfest. Den Depart vom Grupp aus Mois um 9 Uhr handelt im Centre Kulturell zu Münzburg. Grillfest dauert von Mois 11 Uhr bis noch mittags 17 Uhr. Vom 23. August bis 29. August kocht auf der Käfschötter Musik, hier selber gemachte Quatschekraut für ihren Musikbau an der Hauptstraße zu Schötter. Ihr wisst, die Rezepte sind ganz wichtig für die Harmonie. Also passt auch, geht auch da lernen, da kauft Quatschekraut. Samstag, den 12. September aus Schöttermarkt auf der Kircheplatz. Sonntag, den 13. September organisiert die P-Sektion für Schötter jetzt Campusfest am Centre Kulturell. Sonntag, den 20. September findet die Event La Rose en Fête an der Roserie am Schlosspark zu Münzburg statt. Organisiert geht Fest von Letzebäuer Rosefreund. Donnerstag, den 22. September findet Sportlerehrung für die Saison 25-26 um 7:30 Uhr am Centre Kulturell zu Münzburg statt. Und ich profitiere für einen Abruf zu machen und als Sportlerinnen und Sportler aus der Gemeinde für sich anzuschreiben. Da muss ich Folgendes machen. Es geht auf die Internetseite an die Rubrik Agenda. Du klickst den Event Sportlehrung an, guck den, ob er Kriterien erfüllt, die du musst erfüllen, das Formular aufladen, das Formular ausfüllen und auf sport.schüttranche@gmail.com schicken. Deadline ist den 10. August. Weitere Details kommen aber zu diesem Event am Eventblog. Und dann als Gemeinderatssitzung die nächsten 30. September und dafür sind wir auch schon am September. Dann weitere Informationen vom 24. August bis den 13. September für kein Zirsch zwischen Lützeburg und Trier. Der PDF steht auch am Dossier, du hast gesehen. Da sind Erbestellen und da sind Bussen angesagt, für den Zug dann zu ersetzen.
Dann wollte ich noch etwas kleines Matteile, weil es hinter dem 10. Juli als Phase Orange was das Wasser geht. Wenn wir also den Wasserverbrauch gucken, dann haben wir zurzeit einen täglichen Verbrauch von 1100 bis 1200 Kubikmeter. An der Spitze, das war der 26. Juni, waren wir auf 1300 Kubikmeter. Das ist aber noch nicht mehr hoch wie die Jahre für die Rundbeinger Kanikül. Am Winter natürlich leidet den Verbrauch praktisch tauschend Manner. Wir haben noch genug Reserve beim CDR reserviert, und die sind noch zur Verfügung, so waren prävu. Wir brauchen das dafür auch keine größere Sorgen zu machen. Die Maximalkonsumation, und du hast da noch den Prisung mit angeschlossen, beim CDR durch das Jahr bei ca. 700 Kubikmeter, das war auch der 26.06. Wir haben aber eine Kapazität reserviert von 1110 Kubikmeter. Quellen haben am Moment den theoretischen Debit von 51 Kubikmeter die Stunde, den wir aber, wenn es den Pestizidgehalt an der neuen Quelle nicht ganz nutzen können. Das heißt, wir mischen dafür ein Mischungsverhältnis zwischen 700 und 800 Meter Kub den der also Quellen an der Rest durch die CDR geliefert. Am Juni 2025 waren das 26.770 Meter Kip und am Juni 2026, just für den Vergleich zu machen, 28.770 Meter Kip. 2000 Meter Kip mehr. Ich meine, Wasser sollen aber bei diesem Wärme wieder nicht verbützen. Und das soll vielleicht Arbeiten, die viel Wasser brauchen, in der Losen, respektive unnötig netzen. Vielleicht auch echt an einer Strand, wie man am Schlauch. An der Phase Orange, die wir dann, wie schon gesagt, am 10. Juli haben, können unter anderem davon gesagt, dass das Mesure können geholt gehen und verschiedene Sachen könnten verboten gehen, dass die Wäsche von den Autos, außer an professionelle Waschanlagen, Wäsche von den Trottoirs der Garagen, den Hef an den Fassaden, die Fülle von den Piscinen, Hochsoll oder auch ernst, oder einfach auch andere Gewässer wie Weihern, das Renouvellement vom Wasser an den Piscinen, der Gebrauch von den Hochdruckreiniger, den Funktionament von den Fontänen, außer wenn ein geschlossenes Circuit wäre. Und dann Sachen aufkillen, ob das Eisfuhr sind oder Getränks in das laufende Wasser. Und dann natürlich Netzen von den Wiesen, Parken, aber auch von den Kirfechter, von den Sportterrain, à l'exception von neuen Plantationen. Ich soll von dieser Platz all die Bürgerinnen und Bürger merci, dass sie so responsabel mit Ressourcen umgehen. Wenn es da dreschend, also zum Moment auch verboten, für Wasser aus dem Wasserlief zu holen, außer der Mosel. Voilà, da wollte ich noch einen kleinen Rapport machen über die Kommission Aéroportuaire, die den 30. Juni stattfand wird, um 9 Uhr. Da hast du natürlich ein Tour de Table gemacht, weil auch da neue Members dran sind. Du hast den Procès-verbal von der letzten Kehr approviert, dass gesagt wird, dass 91.000 Fluchtmomente waren, auf 5,4 Millionen Passagiere transportiert, war der Rekord ist. Davon waren 2862 Nutzpflicht, das geht leicht zurück. An der Pfandempfang Internetseite von der ANA all die Statistiken am Detail. Das waren 18,8% Nutzpflicht bei der Cargolux. No Mütter sind auch Männer gehen. Da ist auch gesagt gehen, dass die Voller alle gut kontrolliert kaufen. Aber bis auf 13 Stück, und das waren da 2024 waren das dann nach 23, wo ich konnte sagen, dass ich das hätte besser können machen, haben alle gut die Voller die Regeln und die Schacht, die man gehen und eigentlich angehalten. Das bedeutet, dass 10.000 Pflichten kontrolliert kaufen. Dann hat Luxer eine Präsentation gemacht, Herr Daniel Colling, der gesagt hat, über Luxer aus zum Humor eine U-Bahnung und Welt. Die Pflicht, die Probleme machen, da muss so zu wissen, dass die Slotten zu ändern oft nicht möglich ist, nicht einfach ist. Da gehen die Flughäfen mit Kongestion, das heißt, die sind so überlastet, dass es nicht mehr möglich ist, für Slotten zu ändern. Zum Beispiel, wenn ich nicht mehr gegen den Norden fliegen, dann hätte man halt kein nützlich mehr. Die meisten Leute fliegen aber gerne an den Süden. On-Time-Performance, das ist Männer wie 15 Minuten Verspätung. Wenn Verspätungen mehr groß sind, dann hat das natürlich auch einen Impact auf die Nutzpflicht. Das kritisiert gehen durch das Charter von der Luxer, wie die Cargolux auch schon geschrieben hat, nicht gedeelt gehen. Du hast aber gesagt, die Objektive an der Charter sind dieselbe, sie wird auch gedeelt.
Objektiver sind dieselbe, nämlich für die Nuancen eben aufzusetzen, an zum Beispiel nützlich. Das zum Retard Moje saß beim Fortfleien, dat Huselo schon erreicht. Und du hast dann auch gesagt, dass das für die Änderung zu kriegen noch einen immens großen Impact hat, bis auf so kollektiv, weil die Leute müssen echt aufhängen mit schaffen, sonst kriegen sie das nicht hin. Dann hat er so noch gesagt, dass sie 4 Bärfliegerin haben, ob 16 für die Resilienz, und du musst auch immer bereit sein, für zu überholen, wenn irgendein Problem ist. Die Fliegerin, die aktuell gehen noch alle gut gesagt, mit Fliegerin, die Männer kommen, die machen, aber das dauert aber noch ein Jahr. Also das ist nicht etwas, was von heute auf morgen gelöst kann gehen. Die Flieger muss noch finanziert gehen und das dauert noch ein Jahr. Und sowieso eine Flieger ohne Kamei, die geht es natürlich nicht, weil neben dem Motor auch der Luftwiderstand an einer Sache kommen die mehr. Voilà, Heinz, du musst noch Fliegeren ugehalten gehen und Halt gesagt gehen. Das ist eben, weil ein Traffic Congestion ist, Flughafen, wo sie fliegen, oder weil schlecht Wetter ist, nicht genug Visibilität, Sturm, oder weil die Flugpiste nicht disponibel ist, oder aus Sicherheitsgründen, weil die Flieger zu oft zu sehr an den rankommen. Voilà, das sind alles Punkte, die du einen Einfluss drauf haben. Dann muss, wenn ein neues Slot soll gefragt gehen, muss das mit dem Slot-Koordinator angefragt gehen. Das sind Autoritäten, die darüber dezidieren. Das dauert extrem lang, bis da Änderungen sind. Aber sie schaffen nun. Dann ist eine Präsentation gemacht von der Umweltverwaltung, den Plan d'Action contre le But, der wird ja auch schon gesagt. Und da soll dann 2027 Konzertationen sein. Also da läuft das Planning so los für das dann zu machen. Dann haben sie einen Masterplan aufgestellt, wie der Flughafen sich soll entwickeln. Mit der Platz, die sie heute haben. Da haben sie eine Urgence für einen neuen Tower. Und da soll auch ein Salon d'Honneur aménagiert gehen. An den Terminal B, der soll groß gemacht gehen. Das ist eine Vision, die sie haben bis 2050. Die ist präsentiert gehen vom Renzo de Loreto, der an der Direktion vom Luxemburg Airport ist. Das sind Visionen, du wirst es nicht warten, du wirst nicht genug Hauptunhaltspunkte, was sie da genau realisieren. Wie gesagt, das sind die 3 Urgenzen. Dann hätten sie aber, bräuchten sie mehr Lehrerplatz, sie bräuchten ein Center für auch nach der Cargo zu developieren. Sie haben aber noch keine Etude Impact environnemental und sozial gemacht, also da fehlen alle gute Nachtunhaltspunkte. Da spielt der Cadre legal und reglementär noch mit. Der POS muss so gepasst gehen, strategische Umweltprüfungen müssen gemacht gehen. Also das ist just einmal eine Vision, dass einmal ein Plan hat, wie es aussehen. Dann, also Vortrag gehalten gehen über die Aviation durable von Elena Sobon. Du hast hauptsächlich über synthetisch und alternativ Kraftstoffe geschwärzt gehen. Du hast heute schon vieles möglich, mit Preisen sind im Moment noch so hoch, dass Fluggesellschaften sich das nicht können leisten, für nicht mehr mit dem Treibstoff zu fliegen. Voilà, dann kommt Lorenzo de Loreto zu Wort. Da sind sie am Gang in den Taxen zu schaffen. Da soll da noch die Fliegerin Medaillentaxe bezahlen, die eben mehr Comedy-Man oder so schmannen und die Timeslotten halen, die 4 gesehen sind. Voilà, sie sind also absolut bereit, Erfahrungen zu machen, für da ein besser Equilibrium zu kriegen, noch für die Gemeinde rundherum. Aber wie gesagt, da sind Interessenkonflikte, die auf den stoßen. Auf der einen Seite ein Flughafen, den Flugverkehr braucht. Auf der anderen Seite eine Ökonomie, die den Flughafen braucht. Fluggesellschaften, die darüber funktionieren, an eben Bürgerinitiativen, wo es echt um Gesundheit geht, an Lebensqualität. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, fand ich, dass es ganz transparent gehandhabt wird, dass die Punkte alle gut angeschwärzt gehen, die mir heikel sind. Und ich meine, dass auch der Willen da ist, für korrekt zu informieren und Informationen zu geben, die an den verschiedenen Dossiers eben wichtig sind. Dann hätte ich noch Informationen zum SIAS.
Da war Komiteesitzung dort letzte Woche in Donnerstag. Und da wollte ich für noch 2 Punkten aufheben, dass dass die neue Attaché à la Direction hat angefangen mit Schaffen und da eine Decision de Klassement dann am Komitee war. Christina Hundrilla als dann mit meinem Büro zusammen mit der Direktion vom SIAS beauftragt, wie genau hier Taschen ausgesehen werden, der Ködler noch zusammen ausgeschafft. Mit da also auf jeden Fall ein neuer Moment, wo der SIAS dann noch sich neu strukturieren und neu aufstellen wird. Dann als ein zweiter wichtiger Punkt, wie der vielleicht gesehen hat, dass das Statuten aufgeändert sind. Und zwar sind es da hauptsächlich der Punkt, dass Valatur Jolo beim Objet Müllabfuhr machen möchte. Gemeng Valatur also 3 von 4 Objekten vom SIAS Deal hält. Und dann den anderen Punkt, das ist Artikel 7, wo die Finanzierung vom Syndikat geht, wo dann das neue Projekt vom Recyclingcenter, vom administrativen Gebäude angeschrieben wird. Ein Projekt mit einer Envelope von 36 Millionen Euro. Für was das müsste gemerkt gehen, weil am Syndikatsgesetz steht, dass von Gemeinden müssen mehr wie 20% Apport finanziell machen. Da muss halt über eine Statutenänderung gemerkt gehen, dass eben für die Gemeinden zu schützen für finanziellen Apporten, die sie vielleicht nicht wollen drohen. Eine Statutenänderung heißt das Gesetz an der Chambre, so dass das muss deposiert gehen, der Staatsrat sein erwiegt, die ganze Prozedur durchmischen und dann wie Gesetz gestimmt wird. Für dich aber muss dann an alle Gemeinden eng Deliberation konkordant gestimmt gehen, wo die Gemeinden mit der Statutenänderung der Cause. Die werden wir dann demnächst auch am Gemeinderat normalerweise am September. Voilà, da kommen wir zum Ordre du Jour. Da haben wir eine Motion gekriegt von der Fraktion von den Grünen. Die Motion, die ist dann automatisch im Ordre du Jour, das steht so am Gesetz. Bon, da war auch kleine Mössel, ne, die hat er geschreckt auf eine E-Mail-Adresse, die ich keine gekriegt. Die hat aber auch keine Fehlermeldung gekriegt. Den Delay als du mal da gehalten, mit dem keine Antwort kriegt. Ich gebe auf dafür proposieren, ich meine, wir schaffen ja so zu summen, dass sie für den Dämmer am einfachsten und am agrabelsten hört. Wir setzen Fischchen alle gut auf den Drive und so weiter. Ich gebe immer Bierden auch Sekretariat trotzdem eine Kopie zu setzen. Ich meine, der Chefrat ist nicht alle Bürostunden da. Der Chefrat hat auch noch eine andere Beschäftigung neben der Chefratssitzungen. Also es wäre flott, wenn er immer ging, dass wir den Aller oder Sekretariat @schütrange.lu auch bei einem Schriftverkehr mit und Kopie setzen. Dann können wir vielleicht so Müsle wie den du verhindern. Das ist aber auch kein Problem. Ich meine, wir schwätzen dann nur über die Motion für uns, ist das okay, die steht im Ordre du Jour. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt, den wir auf den Ordre du Jour wollen dabei setzen. Da geht es um eine Modifikation vom Verkehrsreglement. Das ist eine Modifikation urgent, weil wir halt festgestellt haben, dass durch die Chantier, also heute wäre noch mal ein Parkflecken Leute sich da innen beim Pompiers-Bau zu parken, und das ist einfach ein Problem. Die hatten vielleicht da keinen Platz, können nicht rausfahren, sodass wir da eine Modifikation vom Reglement de Circulation wollen. Da sind da nicht die stationären allgemeines Fahrverbot, das außer für den Chantier. Wir haben 2 Progressionen heute. Der Jules Sauber ist entschuldigt, dann wird Progression gehen und den Serge Stein. Und der Nicolas Welger ist entschuldigt, dann wird Progression gehen und der Serge Eicher. Für den Punkt noch den Jour zu holen, müsste man dann darüber aufstimmen. Das wäre dann das erste, was man machen. Dann Wort fängt immer an mit dem Nagel Anne-Marie. Und ich gebe euch da bitten, darüber aufzustimmen. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mit der Prokuration von Jules, ja. Tein Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nico. Mit der Prokuration von Nico, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Und ich auch. Voilà, merci. Und dann wären wir beim ersten Punkt von der Tagesordnung. Und da geht es um die Wie für das Management von der Erde Rencontre an der Schloss Gewern oder am Appelweh. Und da will ich begrüßen den neuen Tag Madame Devatak vom Büro MDL. Sie gibt sich dann noch da bei dem Mikro setzen.
kann uns das Projekt erklären. Du weißt ja, wir hatten eine Reunion gemacht mit den Bürgern auf der Platz. Das war der 5. Mai. Der Gemeinderat war auch invitiert. Du hatten wir das Projekt auch schon einmal präsentiert und mit den Leuten darüber diskutiert. Und da sind noch ein paar flotte Propositionen gekommen, die wir dann noch probiert haben, noch mal an das Projekt anzuschaffen. Du war eigentlich gefragt, für auch da vielleicht den Schaf mit Bücher aufzustellen. Wir hätten ja gerne, dass ein Platz ist, wo die Leute zusammen kommen, ein Platz, die lebt, wo das soziale Leben stattfindet. Das ist bei den Leuten auch immens begrüßt gehen, aber ich meine, es ist nur ein bisschen Angst. Da sind da nur ein Platz für Party und so weiter. Aber das ist es nicht, was wir wollen erreichen. Wir wollen erreichen, dass die Leute, die hier leben, sich da rumfahren. Ich meine noch, dass die Platz nicht so leid, dass du der Risiko ist, dass du Leute Party machen. Auf der anderen Seite haben wir generationsübergreifend doch probiert, wie ich etwas 40 gesehen. Es war auch du froh gekommen, ob ihr nicht könnt mehr Schild machen. Auch da tun wir heute nach. Wird man dann diskutieren, auch die Vorschlag aus Lomat angebaut gehen, an ein Segel 4 gesehen, für das man mich schiert tun. Dann war immer gefragt gehen, ob ich ein Schachbrett installieren. Das haben wir nicht gemacht, weil nicht so viel Platz da ist. Zweitens, weil wir auch darum den Boden impermeabilisieren, weil die noch kein Schach spielen, ob den Döscher Bänken, die wir da hinsetzen, oder vielleicht ein da briert op den Dëch festmech oder dat schmengen, dat kann immer nachgucken dann méi och mat den Figuren, die dann mussssen dobau zu stoe geléint gin, die dann net Dose waren bei an alles hummer op dat verzicht. Da war nach Habsache eng Reklamation, keine Reklamation, eng Diskussion mat der Frau, die direkt neben der Platz wohnt, die gemengt huet die Struktur do mat den wiechen se lo. Mat de Weide Merci vielmals, dats déi vielleicht bësse gin Schild mache fir sie so eng Fënster durch, dat das Licht dugepasst gin, so dats dat Manner im Park doch huet. Voilà, mir allgemeng ich fand Leute awer relativ froh iwwer dat wat man do wëlle hunn, an de wëst joch, dats man an dem Kader vun eng PHP eng Indemnité kompensatoire gefrot hunn an jo och obligéiert déi an der Proximitéit vun dem PHP och do appppes ze machen fir d'Öffentlichkeet fir de Publikum an schmengen. Ha kimmer och der Sach genügend no geht das mar als Gemeng nach mussssen e kleine Beitrag machen, fir dats de Projekt kann so realisiert ginn wie am de wie steet mir ops kommen loréck. Weil dat kurz war am Rapportung an der giwech awer lo vir ginn, fir dats man dann lo die aktuelle Version vum Projekt enke kënnen gucken. Merci. Ich stelle kurz die Situation erst vor. Wo liegt das Projekt? Sie meisten kennen Sie es wahrscheinlich. Es ist eine Kurve, Äppelweh. Momentan ist eine Wiese und begrenzt ist das Ganze mit dem Nachbarhäken. Es gibt auch einen Baum, wie Sie sehen auf dem Bild. Das ist der hier. Der ist aber, ne, Entschuldigung, ist auf der anderen Seite. Der ist aber in schlechtem Zustand, deswegen müssen wir den entfernen. Also die Rinde ist ganz stark beschädigt. Ja, nochmal. Da ist auch Bushaltestelle, deswegen schlagen wir vor, auch teilweise eine kleine Intervention auf die andere Seite von der Straße. So sieht dann ungefähr das Projekt vor. Erst ist dieser Teil bei der Haltestelle und hier ist das Hauptgebiet. Wie schon Herr Bürgermeister erwähnt hat, handelt es sich um einen Treffpunkt, multigenerationellen. Deswegen haben wir versucht, für verschiedene Altersgruppen etwas Interessantes da einzubauen. Es entsteht eine Sitzzone, das ist in diesem Bereich. Also der kleine Unterschied in Höhe nutzen wir für die Steinbänke mit Holzbankauflagen. Da vorne werden kleine Tische gestellt, aber auch größere. Die zwei sind so Picknicktische mit Bänken, sodass man richtig verschiedene Art von Aktivitäten da ausführen kann. Teilweise ist es bepflastert mit Natursteinplatten
oder Rasen. Wie Sie sehen, diese Dreieck hier ist Vorschlag für ein Sonnensegel, der kann noch eine andere Form auch kriegen, sodass wir eine optimale Beschattung kriegen. Da werden 2 neue Bäume gepflanzt. Das ist der hier und dieser hier. Das wären die Obstbäume, aber zwar Quitte und eine Mespel, sodass es keine jetzt Früchte dann auf der Erde fallen. Das Ganze ist bepflanzt Richtung die Straße mit einheimischen Stauden und Gräsern. Und am Anfang, da wo Nummer 5 ist ein kleiner Gehweg, Zugang von Bürgersteig zu der Zone. Links und rechts sind Bärensträucher vorgesehen. Richtig etwas, wo die Leute sich treffen können, auch naschen. Auf der anderen Seite von dem kleinen Treffpunkt hier haben wir ein Spielgerät, sodass auch Familie mit Kindern da sich treffen können, ohne extra deswegen auf Spielplatz zu gehen. Aber das ist nicht die Hauptattraktion von diesem Areal. Hier hat Herr Bürgermeister schon erwähnt, diesen Weidenobjekt, den haben wir nach Intervention von den Nachbarn ein bisschen bewegt und reduziert. Es ist so eine Weidenlaube und ein kleines Tunnel. Hier können Sie sehen in Schnitten, wie ungefähr das sieht. Wie Sie sehen, es ist ziemlich flach. Sind keine großen Stufen, außer im Bereich, wo diese Sitzbank entsteht. Eine kleine Vorstellung von den Pflanzen, wie schon erwähnt. Es handelt sich um einheimische Arten und Obststräucher. Materialien sind Naturmaterialien. Wir haben Naturstein, lokalen Naturstein. Der Gehweg wird mit grünen Fugen und wassergebundene Decke, Rasen und Mulch natürlich für Spielplatz aus Sicherheitsgründen, technischen Gründen. Hier die Vorstellung, so ungefähr wird der Spielplatz aussehen, ein kleines Spielgerät und die Weidenstrukturen. Der Vorteil ist, die werden spät im Herbst fertiggestellt und im nächsten Frühling sind sie schon so begrünt. Hier sehen Sie noch die verschiedenen Elemente, sonst Möblierung, wie Sie sehen, mit verschiedenen Arten von Sitzgelegenheiten, von kleinen bis zum großen. Und es wird auch so ein Bücherregal, könnte man sagen, Austauschpunkt auch eingebaut. Auf die andere Seite, wie gesagt, ganz dezente Intervention. Wir bauen diese Nummer 2, wie Sie sehen, das ist eine Benjeshecke. Was ist das? Das sind einfach einen Moment, dass ich weiterkomme. Das sind Strukturen mit Holzpfählen, wie Sie sehen, und da kann man stapeln Schnittgut. Das bedeutet, wenn die Gemeinde da pflegen wird oder schon von Anfang an können wir, wenn wir diesen einen Baum da fehlen, können wir schon Material rein tun und da entwickelt sich mit der Zeit richtig ein hochwertiges Biotop. Vorne werden noch die Sitzbänke gestellt, die sind einfach variabel für alle Jugendliche, sehr brauchen, aber alle Generationen können als Sitzgelegenheiten oder teilweise Spielgelegenheit kann man das nutzen. Wie gesagt, ganz sanfte Angriffe da in diesen Inseln bei der Bushaltestelle, nur blühende Wiese und gemähte Fläche. Ja,
Das Ganze wird kosten ungefähr 200.000, wie Sie sehen. Hier sehen Sie die einzelnen Posten von diesem Budget, die nötig ist, um das zu reduzieren. Sie müssen wissen, es ist das, was ich Ihnen gezeigt habe, sind nur Endsachen. Vorher muss man noch terrassieren, Erde vorbereiten und so. Ja, und das ist alles einbegriffen. Wir uns merci, gehen zu frohen. Ja, Serge. Ja gut, merci für die Explikation, Madame. Wir als froh, die reden sich echt um den Chefrat. Und ich meine, Claude hat für Druck gesagt gehabt, dass ein Teil dann noch von einer Kompensationsmesure, gut, ich schätze mal von 200.000 €, das ist aber schon ein Package. Ja. Aber wir sind sich eigentlich froh, bei der Bürgerbeteiligung, als du auch über die anderen Plätzen, die wir zu Straße schon haben, natürlich Tannet im PHP-Schloss gewähren, die länglich wie auch bei den Häusern, die 3 Häuser, die die Gemeinde gebaut hat. Und en plus haben wir ja noch einen Platz beim Gemeinschaftsquart. Das sind alles Plätze, die schon Entretien brauchen. Aber als das dann überhaupt thematisiert geht, von erst. Nee, den Overteil nicht. Ich meine, das war axéiert op dëse Pro ha immer dëse Pro firstalt Moier moment kein Projekt fir den anderen Platzen oder großartig Erbechten zu machen an den Ofen der Schüssenrei Projekt diskutiert gin. Gut, ich mein schon fir Dr gesot 200.000 € an iwwerdreifen wir net mat all den Platzen, die man Lodo zu straßig machen. Weil sind doch schon eng aberzöl do fir do genannt an sind Großplatzen, Interessantplätze, wo auch kann vieles nach op denen het könne gemerk gin, sind mir op jeden Fall der Meinung. Schon fir Dr gesot, dat ganz bringt joch ënner als Kachte mat. Dafür kit mir stimmen zwar das Projekt mat, aber wir sind aber bei weitem nicht d'accord, wie das ganz ugepackt gehen ist. Merci. Ich meine, wir haben da ein bisschen enger, wie das war auch damals immer am Anfang den Apple wieder angeweiht haben, wo einfach so viele Leute kommen sind. Und auch das muss so viele Leute kommen. Und das Projekt so ist, die halten, dass er einfach muss es passen, schaffen, wo die Leute können sich gesehen. Das wollen wir ja nicht mehr. Wir wollen ja, dass die Leute nicht mehr an ihren Häusern wohnen, mit im sozialen Leben stattfinden, dass sie sich gesehen. Und da muss er noch Plätze aménagieren. Wir haben auch die Analyse gemacht, dass wir für alle, wie soll ich sagen, Generationen an Altersklassen Sachen brauchen. Und gerade auf der Heilplatz haben wir gesagt, und das ist der am Anfang vom Projekt, wir wollen nicht immer einen Spielplatz hinsetzen, der haben wir effektiv zu straßig genug, an ein Flottoffer. Wir nur noch wenig, auch an der Erd, an der Oeste, da die Spielplatz angeweiht. Lo könnte Projekt am Bremen nach geschwoen an der Gemeinderat an do och immer versicht Alternativen zu fannen an einer Konzepte mat dann zu bauen, fir dëmmerem der selbst zu an dëmmerem die selbst Offer unzubinden an spannend, aber ha an dem Projekt aus der aber relativ gut gelungen, wo en effektiv mengen Schnëtlo unbedingt Kanner uschwätzt, muss immer bëssen fir Kanner dabei se, wer jung älteren unavermechens Kanner diese mussssen beopsichten an diese dabei hunn mit also net eng rein Kanner Spielplatz hat ha net gemerkt, awer echt eng Offer gemerkt also auf wosse Leute zu Summe kommen, a wosse Leute können eventuell dann eng durch Schach spielen fir Juren, dats am Fong den anderen Eck eigentlich Sturm hat in den Bänken, die man auch do installieren an das wirklich geduert, dass an dem Lotissement eng Platz entsteht, wo der Notleit sozial liewen hunn. Also ich hätte noch fest organisieren an einer Incentiven, die man ja dann noch gehen, davon profitieren für Kontakt mal hinzuholen. Das ist ein bisschen die Sachen drin. Wollt ihr vielleicht eine Person oder? Nein. Also, für Mikro ja. Also ich kann nur ergänzen, dass überraschend gute Feedback von allen Beteiligten war. Und das waren viele reife Menschen, nicht nur überhaupt nicht viele Leute mit Kleinkindern, würde ich schätzen. Und die Diskussion war richtig die waren interessiert. Das bedeutet, die finden es gut, einen Platz dazu haben, wo sie sich treffen können. Ich denke mal, Sie hatten keine Kenntnis, dass es schon verschiedene Plätze in der Schlossgewähren in Straße gibt, wo man auch etwas einrichten hätte können.
Nee, aber wie gesagt, hier waren die Nachbarn, da waren Anrainer, richtig aus dem Viertel und da Interesse war hoch. Sonst noch Frohen? Frohen. Dann gebe ich euch bitten, da gingen wir darüber aufstimmen. Man schlift Nagel Anne-Marie, Ja. Nai Conny, Ja. Sauber Jules, Ma Julsinger Progression, ja. Dein Serge, Ja. Taisen Paul, Ja. Belsch Nico, Und Nico Singer Progression, ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Pagerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Anne auch. Da so ich merci. So einfach der Madame de Wettag, merci vom Büro MDL. Und voilà, da können wir, das war auch wichtig, wir hätten noch können für Sommer etwas mehr, wir gesagt, wir schwätzen für dich mit den Leuten, wir gucken, was oder Retour als passende Projekt haben. Und am Hirsch gehen dann da bestimmt. Große Merci und bis demnächst dann, Eddie. Voilà, da kommen wir zum Punkt 1-2. Da geht es den Devis für eine Salle provisoire, Place de l'Église. Richtig aus der Saal ja auf 102 Rue Principal, der wirst du wegen im Saal, dass wir schwätzen. Es geht um den Saal, wo wir ja schon gesagt haben, wir brauchen einen Provisoire für den Club der Jeunes, für den einen da zu kriegen. Dann allerweise ein kurz Foto von wegen im Saal, dass wir schwätzen. Voilà, Münch den Devis an Dossier geschaut, die Idee ist, für das zu machen, was nötig ist, für die Moyen aber klein zu halten, so als doch, dass wir ganz viele Sachen werden selber probieren zu machen, nicht probieren, wir auch selber machen, selber, das ist als ein Atelier. Unter anderem die elektrisch, wir haben einen Elektriker angestellt, doch für kleine elektrische Chantiers zu machen. Da haben wir Material für gesehen für 3.500 €. Dann muss auch im Sanitärbereich, Wasserleitung, muss kleine Umänderungen gemacht werden, dass wir auch sicher sind, dass wir just das Wasser da verbrauchen. Auch da gezählt wird, muss vielleicht hier kleine Küche so geschlossen gehen, da hat man für 1.500 € mal Material für gesehen. Dann muss man das Saal irgendwie hützen, wir wollen das nicht über die Heizung machen, die da ist, und hier schon ja ausschließen. Da haben wir verschiedene Optionen diskutiert, wie das hat können hützen. Die Diskussion war zu einem Moment auch Pellets-Ofen automatisiert. Und aber ob die Sachen alle nicht machen. Und gehen dann aber ob eine Pompe à Chaleur, ob eine Wärmepumpe, Luft, mit 2 Unitäten am Bannen, am Saal. Und das wird für 14.000 €. Da haben wir Erfahrungswerte, da haben wir auf einer Platz schon Wärmepumpen umgerüstet und angebaut, sodass das nicht funktioniert. Wir haben noch schon eine Idee von den Viren, die müssen an den Preis passen. Dann haben wir die Fenster, die mussten ersetzt gehen, die sind an einem relativ schlechten Zustand, die entsprechen noch nicht mehr den Dämmwert, wo ein Haut muss aménagieren. Außerdem muss ein Fenster ja als Tier ausgelöscht gehen, weil wir ja da wollen noch an der Saal rangehen. Das wird dann noch für geschätzten 12.000 €. Da muss Tramp umgebaut gehen, dass wir da können ein proper Trappe da hin machen. Das machen wir auch mit eigenen Leistungen, mit unseren Schlösser. Da hätte man dafür 6.000 € mal für gesehen. Dann haben wir ein bisschen Menuisier Interieur, Kompartimentage, Coupe zum Kaffee hin, den du noch nicht besteht, den man muss machen. Dann ein bisschen Material für uns zu streichen. Der Club de Jeunes hat sich auch angeboten, für da eine Hand umzupacken, dann mal selber umzustreichen. Dafür hätten wir dafür 4.000 €. Dann gingen wir später für den Winter dann auch nach Dall isolieren, Speicher. Das wäre für 4.500 €. Und da muss am Dach wo Eternitsplacken ersetzt gehen, dass die Placken da als Asbest dran. Dafür muss man da eine spezialisierte Firma kommen lassen, für die zu ersetzen. Und dafür kostet das dementsprechend ein bisschen mehr teuer. Dann haben wir noch den Punkt Sicherheit. Ne? Natürlich Rauchmelder sind obligatorisch, muss man machen. Feuerlöscher, eine Belichtung für den Notausgang, 1.500 €. Und dann gucken wir, was die Qualität von der Luft ist. Also wie gesagt, den Asbestproblem, der stellt sich nicht mehr, wenn es um den Asbest schaffen geht. Das ist nicht der Fall. Dafür bräuchte man am Anfang gar nichts zu machen. Wir machen aber trotzdem präventiv, gucken wir, was an der Luft dran ist.
ob du Problem hast, wann ein Problem wird, dann müsste man natürlich reagieren. Wir gehen halt nicht davon aus, weil, wie gesagt, dann das best gebunden ist an den Placken und nicht und denen geschafft wird. Weil er dann ein bisschen imprävu, sodass man noch TVA haben von 50.000 Euro oder mit TVA von 70.000 Euro. Für das halt dann mal so zu aménagieren, dass der Club de Jeunes da kann in der Dach kommen, bis ihr neue Saal dann fertig ist. Kind du zu froh. Serge. Ja, merci für das Wort. Also, stellen als Wortmeldung delen schon ein paar Deler op, dass der Möglichkeit hat für auf die Einzelfrauen zu antworten. Aber wenn ihr lo guckt, den Devis von 7.000 Euro, das auf den nächsten Blick ja, wir stehen einen guten Eindruck, das alles estimiert. Aber am Endeffekt so mir aber trotzdem, dass das eine Milchmädchenrechnung ist. A puncto Technik, Claude hat ja gesagt, dass der ein Pomperschale wird abbauen, gut, an nicht die aktuelle Möglichkeit, wie aktuell gehört als für das zu holen. Aber wir freuen uns aber überhaupt ein Energiekonzept für das Gebäude. Falls nicht, gibt es nicht Sinn mehr für du, für das mal so etwas am Vierfeld zu machen, jeder anfängt zu investieren. Am Dossier lohnt sich auch keine Etude von einem Büro für, was diesen Punkt betrifft. Und dann ein crucial Frage an unseren ein Avis von einem Sicherheitsbüro, dass das Gebäude überhaupt vom Club der Jeunes kann benutzt werden. Gut, ich meine, das ist mal für den nächsten Teil. Also, als Approche ist klar, die halten, wir wollen nicht ein Gesamtprojekt für das Gebäude machen. Ne? Ich meine, wir hatten die Möglichkeit, das Gebäude dort zu kaufen, wir wollen ein ganzes Projekt möchten. Wir haben ja keine definitive Benutzung von dem Gebäude. Wir machen etwas Provisorisches und müssen eben die Adaptationen machen, für das es überhaupt geht. Natürlich, wenn wir das Gebäude gucken, mit dem CG10, was wir da müssen machen. Und das Konzept, das heute, das ihr seht, das ist ein Versammlungsraum für einen Verein. Das ist auch kein öffentlicher Raum, das ist kein Centre kulturell, das ist ein Versammlungsraum. Aber den springenden Punkt, das ist auch für einer 50 Leute. Und das bedeutet auch für den Club der Jeunes, dass eine Sangria-Party nicht auf dem Dossier können machen. Aber für sie mal unterzubringen, dass das nicht reicht und dass das Vereinsleben weitergeht, was ja auch ganz aktiv ist, aus den Dosal geduld. Und kann in Mengen immer nach, wenn der Saal bis besteht, weil wir von einer schon, wir müssen noch Plätze noch schaffen. Wir hatten bis immer das Problem, dass wir keine Alternativen haben. Lo haben wir dann mal pur. Mit der Idee war nicht für heute ein Projekt zu machen, weil da sind wir echt aus der Zeit schon raus, aus dem Investitionsschienen fallen wir ganz raus. Da gibt es eine ganz andere Mesure. Das muss ein Enke machen, da kommen wir Enke hin. Aber das ist nicht haut, die Idee haut war, das zu machen, so dass der Club de Jeunes temporär kann innerkommen, dass man von der Energie dem gerecht gehen, die Oplagen, die wir auch den anderen machen, die Oplagen, die vom Gesetz auch sowieso da sind, dass man denen Sache gerecht gehen, aber kein generelle Projekt für das alles neu zu machen. Voilà, das für die Provisor zu verbricken, die Pole, da war noch eine Reihe für nach Details zu beantworten, wenn du noch froh wären. Okay, aber dir hat geschwärzt von einer Luftanalyse. Macht das ihr, dass man Chantier aufhängt oder du noch? Okay. Wir machen Luftanalyse immer, das Chantier aufhängt. Weil ich meine, das ist ja jedermann bekannt, dass Boot ja nicht mehr weiter benutzt wird, wenn es Asbest beherrscht. Und weil ja auch da eng von den mindestens 2 bis 3 Kuschen Farbe anscheinend soll ein Bleifarbe gewesen sein. Und hier haben wir aber aufgesehen von den Lücken, die da ersetzt wurden, die 2 Plätze am Dach, die da ersetzt, die ganzen Dach aus mit Eternit gedeckt. Und jeder weiß ja auch, was Eternit bedeutet. Gut. Und dann, was für uns noch war, das war die Sache mit der Rampe unter dir. Wie wird man da nicht einfach weg? Und das gibt dann die Möglichkeit für Stellplätze nach da hinein zu machen. Wir wissen, dass die auch ja nur, wenn der Chantier vom Dorf Kehr an einer anderen Phase können, dass so Stellplätze wichtig an Rarwerte gehen. Gut, aber schon für gesagt von der Milchmädchenrechnung,
Ich meine, wir schwätzen hier just vom Material. Wir schwätzen hier nicht von den Arbeitskosten an. Ich meine, du gehst Stunden nach Stunden nach Stunden drauf. Und wir wissen ganz genau, wie die Leute am Atelier schon mehr wie ausgebucht sind und auch teilweise auf der Feld schlafen. Gut, da wird flott mal eventuell eine Schätzung kriegen von den Arbeitsstunden, die der estimiert, respektive eine Kostenschätzung davon. Und ich meine, wenn als Leute dort alles machen, fehlen sie auf den anderen Plätzen. Und gut, danach die letzte Frage, die wir haben, Planning oder Planning respektive ein Datum, wann ein mögliches Schlüsselübergabe kann sein. Ich gehe noch nicht weiter an nach technischen Details an den Polkind beantworten, aber da fehlen auch noch andere Punkte von der Technik an dem Devis. Bon, merci mal. Ja, ich will noch paar Punkte zurückkommen, das ist richtig. An der Boot waren das die Punkte, die eben noch den Ausschlag geben und für die Boot nicht bezahlen. Da waren neue Punkte dabei gekommen. Also das war das Beste, den das aber voll die Welle schon eben verschafft gehen. Also die Situation ein bisschen ernst wie heute, denn das Fond geht noch unter der Konstruktion. Dann bleibt das als am Anfang ans Spiel kommt, wenn wir so tun, wir müssen eigentlich und der Boot einige Sachen transformieren und so weiter, die dann von Kino der Bleifwerf schaffen. Und dann wird Statik. Ja. Statik war wohl ein großes Problem. An dem Hai sollte ich doch erklärt, da sind effektiv die Asbestplatten Dach, mit diesen intakt, ne, bis auf 2 Stück, die von einer aggrierten Dachfirma ersat, an anderen als an der Speicher. Der Speicher geht kein, aber wenn wir in der Situation bleiben, wir für trotzdem sicher zu sein, mehr mit Kontrolle von der Luftqualität am Saal, mit an die die Problem eben sich so nicht stellen, wie das an der Holzener Konstruktion von der Boot eben der Fall war. Wir hatten viele Solutionen diskutiert, wie man das könnte machen. Man mag sie an der Saal, an auch effektiv die Idee für dann Trambelo schon weg zu holen und dann etwas ganz anderes zu machen. Auch die hatten wir als evaluiert. Im Endeffekt sind wir aber, wenn es die Kosten größer, wenn es der Effektivität dann noch aber ob die Do-Lesung kommt, dass da aber die effikazste wird, für die Dolo umzusetzen. Ich kann die Überlegung verstehen, weil man sie auch selber gemerkt haben, irgendwie muss man dann eine Decision holen und du mal gesagt, wir lassen Trump dann aber im Moment mal sind, weil auch das die große Arbeit für die wegzuholen. Selbstverständlich müssen die Leute aus dem Atelier dann disponibel sein. Und ich meine, da passen wir auch für den Robot. Ich meine, wir haben auch über Solina Arbeitshölle wird dafür gesorgt, dass wir auch Verstärkung haben bei unseren Equipen. Wir haben aber auch schon 4 Runden so Arbeiten gemacht. Ich meine, noch Toilette an der Rala Minzper Schule sind norwegische Regie gemacht gehen und ich studieren die am Pavillon Kadolto auch, wie es geheischt, da musste wir so Relais ran. Wir wissen noch, dass wir nicht alles können machen. Wir schwätzen aber von elektrisch Arbeiten Opbots, das ist nicht mengenlich so viel Arbeit Opbots an Opbotskanälen. Wir schwätzen noch nicht von 100 Steckdosen. Das hauptsächlich ein elektrisch Schaf, der muss ersetzt gehen. An der No-Mengenlich ist aber da ist überschaubar. Wir können aber keine Stundenschätzung machen. Wir wissen aber auch, dass wir dabei sind. Wir können nicht noch 100 Chantien so intern machen, das geht natürlich nicht. Viel, bei den anderen Chantien haben wir ja so natürlich auch nicht so viel plünderen Raum wie wir so Relais aus dem Nähe geholt gehen, da waren so intensiv beschäftigt mit Laura Iver zum Beispiel, Hannah Thomas, da mengen ich schon alles leider, weil du nicht mehr so viel Matschaften hat, so viel wird Firma gegangen. Also wir haben da doch schon einmal an den Responsablen von der Regie, der sieht also auch, wann nicht geht, wann nicht mitzumachen. Das ist richtig. Okay, merci Claude. Ich wollte an sich just noch dabei fügen, also das soll nicht rüberkommen, dass wir komplett gegen die Projekt sind. Au contraire, wir sind ganz klar für da gibt auch eine Möglichkeit für den Club der Jeunes, wo sie können da kommen. Das wollte ich just nicht so. Also das nicht mehr, wir haben eben ein bisschen, wie die angepackt ist, weil man weiß ja, wie es Heinz da geht, man Spuren, es muss gespurt gehen, egal was es kostet. Ja, das ist nicht die gute Approche. C'est toujours le provisoire qui dure, das da lernt. Aber ich meine, das Budget ist aber schon noch mehr hoch, wie wir
gehofft hatten. Ich meine aber, dass man mit den Dosuren aber über die Runde kommen. Das ist schon so oft geguckt gehen, an verbessert gehen, an angepasst gehen, sodass ich meine, dass der Teil so Mist gehen. Sie ist noch froh. Dann könnte man vielleicht über den Punkt auch aufstimmen, wenn ich Gift Nagel Anne-Marie, Ja. Nein Conny, Ja. Saber Jules, Mam Julesinger Progression ja. Tein Serge, Ja. Taisen Paul, Ja. Welch Nico, Mon Nico Singer Progression, ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Anne Jo. Merci. Und da wären wir beim Punkt 1.3. Und da geht es um einen Plan an der Wie für ein Strevis Kirfisch zu bauen. Oh, da muss man so, da sind wir après coup. Ich meine, wir haben viel habe ich Kirfisch gemacht, die da hat gestimmt hat, weil wir ja wollen eine neue Offer schaffen. Ne? Wir wollen erstens mal weil der Kolumbarium praktisch voll ist, für Turnen eng neue Offer schaffen, das haben wir ja gemacht, mit Kavoen und aber auch mit Zeilen, wo ich kann Turnen dran setzen, das ist soweit fertig, wird man gespannt an eine Abweichung machen. Dann haben wir 22 oder 23 neue Einzelgeriewer gemacht. Und dann als die Idee auch für normale Kirche stand, das wird man über den Taxreglement, wo wir demnächst dann noch da mal da kommen, auch ein Incentive gehen, also noch vielleicht von den unbedingt den Doppelgraf hält, dann noch alle Kirche dann Molegraf überhält. Das sind so die Mesuren, die wir wollten, ja, an der Gleichung schon erklärt haben, die wir wollten proposieren, für das Leute eng divers Offer haben. Aber dann von Ordnung nach gefragt, also eigentlich gefehlt wird, an der Berner Kirchechten an als nuppisch Gemenge noch schon besteht als eng Strevis an Nummer mat der Architektin, die einer Plan auch schon gemacht hat, hummer dann geguckt an du hast eben die Idee gewircht, ob der do Platz eng Strevis zu machen, du stungen pu dennen, die hatte 4 die Probleme wäsch geholt, weil du den Impact op die Biodiversität net die Mensagers, die Beem die awer die Birken, die awer nach stehen, die sie sto bliwen, dat mech doch scheine Kader loget an eng Hektor anderem geplant, fir dann dat ganz doch bëssen aufzugrenzen. An so hätte man dann noch déi zusätzlich Offer fir eben do eng Strevis können unzubieten. Voilà. An wie das Dabeschnung kirfisch gelaufen sinn, an den de Wir net fir allzu langer Zeit rakommers, du sind dabestellen. 4 Gängen, so dass am Anfang schon zu einem größten Teil realisiert das, aber dann einfach nur am de Wie an den Gemengerot kommen. De Wie gesinn am Dossier Laien. Du hummer Montant total Arrondi vu 50.000 Euro TTC. Dat wird dat wahrscheinlich am Endeffekt net kosten. Wann in all Detail do dra mat schreift, dann können den op dem Montant wéi gesäit schmengen de Renduger doch ganz flott. Wir waren da mal ein paar Steuer gucken, auch die anderen Plätze, die wir die man dann zukünftig schon Kirfisch bin. Ich meine, Kirfisch als Gemeng, mit ein paar Steuer aber den nach ganz viel den Kirfisch nutzt. Ich meine, religiöse Feiern sind aber noch majoritär. Ja, in unserer Gemeng hat am Anfang auch die ganze Projekt begrüßt. Hier bei der Strevis geben dann die auch nicht sehen, sodass das auch dann net eng Religion oder so gebunden ass, da sind du fir viel Leiit dann die Offer do kapiten. Ich menge Leiit, déi so wëlle begruwe ginn, die wësse och fir wat ze den schwa machen an ich menggen dat immer grad so Schäflecht an ha fir Leiit, die aus der Gemeng sinn, dann ha zu Schëtter könne gestreet ginn wie vielleicht zu ham, wat dann awer bësse méi so Schlummel hëlt man dat net iwwel industriell ass. Wie wir das dann heim machen. Voilà, gehen wir zu frohen. Ja, Paul. Ja. Das ist interessant. Aber flott zu sehen, dass das Projekt schon fertig ist. Ne? Wenn man
logisch sage ich informiert kind drüber das hast ja viel noch gesucht und war natürlich am Rollrasen das Zeit leben Wassersprenker da sind wir natürlich schon nicht vorbildlich wie von den Bierger was viel gesucht ist ne das ist auch gesagt okay für neue ugelegten Hecken oder Pflanzen du aus dem Netzen erlaubt und da wurde ich noch froh mir hat ja Löschke gefragt gehabt das hat man viel gesehen ob der Altstädter Seite also der normale Kirfisch für die kleineren mat 40 gesinn fir bei Käfischer opzugehen. Wat am Projekt mat dran am ganz Nimmer vum Käfisch, dat hat mit dem uns auch gefrot gehabt. Wo meinst du von Wo Gräwer sinn op der allem normale Käfisch das seit. Du hast ja wusste bei Gräwer opgehst sagst die Trappe wo du opgehst die kurz Trappe. Ja. Da hat man nämlich gefrot gehabt, wie man den Projekt gestimmt hat, initiale Projekt vom Käfisch im Bau. Vielleicht mal berücksichtigen, weil das einfach ein gefährlicher Punkt ist. Schon der Punkt gemacht, ich muss ehrlich sagen, ich kann da keine Antwort geben. Also die Ferronerie ist ja noch nicht aufgeschlossen. Auch bei der Trappe, die da aménagiert ist, für ich auch von dem neuen Teil, wo die Inselgräber sind, dann noch im Rupgehen. Auch da ist da kein Gläner rundherum, dafür ist das nach Zodo. Ich kann aber noch nicht sagen, ob man die Gläner da, ob die an der Kommande drauf waren und nicht. Ich muss das nachfragen. Ich meine, muss ja okay, Paul, schon Gläner ein bisschen also ja. Hand läuft, dass du irgendwie genau. Also das darf kein Problem sein. Ich kann da just nicht mit bestimmten Dingen Antwort geben. Und geliefert ist auf jeden Fall noch nicht, weil auf der anderen Seite, wie super der Trapp sind, so noch nicht geliefert. Ne? Das könnte noch, das ist noch am Bau. Da schreiben wir das da ab. Da gucken wir das noch. Merci. Geht sonst nach vorne? Kein Frohe mehr. Da könnte man über den Punkt aufstimmen. Danke, Anne-Marie. Ja. Nein, Conny. Ja. Sauber, Jules. Am Jules Prokuration, ja. Dein Serge. Ja. Dein Paul. Ja. Mensch Nico. Nico Singer Prokuration, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Bojarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Anne Jo. Merci. Da wären wir beim Punkt 2, Finanz kommunal, und da geht dünn mit einem Don für ein Courtmétrage, und da gebe ich schon Conny Twitgewandstifte. Merci. Den 20. August letztes Jahr war der Jules Wachs. Ich meine, du kennst dich schon vielleicht installieren. Wolltest du den Film ein Teil weisen? Oui. Den an dieser Gemeinde wohnt, hat eine Demande gestaltet für seinen Kurzfilm Cruise Me Babe von der Gemeinde unterstützt zu kriegen, eine finanzielle Unterstützung. Den 20. Juni hat die Kommission du Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle am Kader vom Programm Carte Blanche dezidiert eine Gesamtfinanzierung von 328.490 € und 12 audiovisuelle Projekten zu vergeben. Darin ist auch eine Subvention von 20.000 € für den Jules Kurzfilm. Par rapport zum Gesamtbudget fehlen noch ungefähr 10.000 € für das Projekt komplett zu finanzieren. Weil dieses artistische Projekt dazu beiträgt, das kulturelle Patrimoine zu fördern, an ein Teil an dieser Gemeinde gedreht gehen ist, schlagen wir für dem Jules eine ehemalige finanzielle Unterstützung am Wert von 500 € zu akkordieren. Voilà, der Jules ist dann noch ein Teil, und hier weiß er dann einen kurzen Eindruck von seinem Video. Oui, ok, voilà. Super. Donc le film suit une photographe insomniaque qui déambule dans les rues de Luxembourg à la recherche de la photo parfaite. Et un jour, sa route va croiser, enfin, elle croit voir un ange dans le ciel. Donc elle décide de le suivre. Et cet ange va l'amener vers une église. Et c'est donc les plans que vous allez voir ici.
Did you guide a man in a tuxedo to this place? For the angels. They guide souls to the bar. Voilà. Donc c'est juste un extrait et c'est notamment tous les plans qu'on a tournés dans la commune de Chuterange. Donc c'est un film un peu poétique, surréaliste qui reprend l'esthétique de Magritte. Et je voulais profiter de ce moment pour remercier la commune de Chuterange pour avoir fait ce don pour le film, parce que ça nous aide beaucoup pour la post-production. Même si on est appuyé par le Film Fund, c'est un petit budget. Et donc voilà, comment ça me tenait aussi à cœur de tourner des images dans la commune de Chuterange, dans laquelle j'ai grandi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce don de la commune, donc je vous remercie. C'est une froh. J'ai quelques questions. Ce sera quoi la longueur du film final? Et combien de personnes travaillent sur le film? Combien d'acteurs? Combien de... Au total, on a eu une trentaine de personnes. Donc entre tous les techniciens. Donc là, il y avait 2 actrices principales. Après, il y a toutes les figures qu'il y avait dans le bar avec le voile. Donc ça, c'était des figurants. Plus voilà, tous les techniciens, la caméra, la lumière, la décoration. Plus après toute l'équipe de post-production qui est en train de travailler en ce moment pour mixer le son, pour qu'il puisse être après en Dolby au cinéma, aussi retravailler l'image un peu, les couleurs. On a des effets spéciaux aussi dans l'église. Derrière, on veut mettre un ciel bleu pour refaire le tableau de Magritte et créer un contraste entre la nuit et un ciel bleu au-dessus. Enfin, voilà. Donc oui, au tout une trentaine de personnes. Et il va durer autour de 15 minutes. 15 minutes, ouais. C'est un court-métrage. Et on espère, on aura le soutien du Film Fund aussi pour après l'envoyer en festival avec la mention. Donc, il y aura aussi une mention avec le support le soutien de la commune de Chuterange au générique, au début et à la fin. Voilà. Donc j'espère que ça donnera aussi de la visibilité à l'international, à la commune de Chuterange et au Luxembourg. Important. On est déjà très fiers. Donc merci pour ça me fait vraiment plaisir. Merci. Et puis, c'est dans le cadre des études Non. Alors moi, j'ai étudié un peu le cinéma, mais plutôt de manière, disons, plus la théorie du cinéma, pas vraiment la technique du cinéma. Mais j'ai commencé à écrire des courts-métrages avec un ami. Et donc, on s'est dit qu'on allait demander ce fonds au Film Fund. Et ils ont accepté. Voilà, c'est l'idée de ce fonds qui s'appelle Carte Blanche. C'est de donner c'est pas beaucoup pour le cinéma. Le cinéma coûte assez cher. Donc 20 000 €, c'est vraiment pas grand-chose quand on a plus de 30 personnes qui travaillent pendant plus de 5 jours sur un film. Mais voilà, c'est l'idée, c'est d'essayer pour des nouvelles personnes, des nouveaux talents émergents, d'essayer de trouver leur voie et d'essayer de faire quelque chose pour après aller plus loin et demander un peu plus d'argent. Et voilà, et essayer de grimper un peu dans le monde du cinéma. D'accord. Alors, un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup de me recevoir. Merci. Merci. Et voilà. Beaucoup de succès avec le film et de reconnaissance. Ouais. Merci. Voilà, dann könnte man über den Punkt aufstimmen. Anne-Marie. Ja. Conny. Ja. Sauber Jules. Julesinger Prokuration, ja. Trein Serge. Jo. Treisen Paul. Ja. Altsch Nico. Nico Singer Prokuration, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Anne Jour. Merci. Encore une fois, un grand merci. Et merci pareillement. Au revoir. Da wären wir beim Punkt 2.2. Da geht es als Don, den wir machen am Kader von Nationalfeiertag. Ich kann Ihnen ein Wort geben. Merci. Für Nationalfeiertag sind zunächst eng rich kulinarische Spezialitäten von verschiedenen Anwohnern aus unserer Gemeinde präpariert und serviert gehen.
Auch das Jahr wollte sie nächst mit den Resetten ein Don auf Feier Karikativassoziationen machen, die sie auch selber herausgesicht haben. Das ist dann einkehr Aria Lux ASBL. Aria Lux als eine humanitäre Assoziation ohne Gewinnswerk, die sich für die Unterstützung von geflüchteten Frauen einsetzt. Die Mission ist es, diese Frauen dabei zu helfen, ein stabil, würdig und sicheres Leben aufzubauen. Mit ihren verschiedenen Initiativen und Aktivitäten fördert die Assoziation Solidarität, Zusammenarbeit und Sozialintegration. Sie schafft neue Perspektiven und Möglichkeiten, für das Frauen ihr Potenziale entwickeln können und aktiv und nachhaltig gesellschaftliche Leben teilholen. Dann die nächste Propos aus Luxemburg Allergy Network, kurz LAN. LAN ist eine Organisation ohne Gewinnswerk, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu unterstützen, denen ihren Alltag durch Allergien beeinflusst wird. Die Assoziation informiert, sensibilisiert und setzt sich dafür an, die Lebensqualität der betroffenen Personen an ihre Familien nachhaltig zu verbessern. Dann geht die nächsten da um Schütterhölft. Schütterhölft ist ein ASBL, die sich um Leute an Not kümmert. Sie sind eine Gruppe von Freiwilligen, die durch die Humanitärkatastrophe an der Ukraine aktuell den ukrainischen Refugien hilft, sie wird materiell, informativ oder administrativ. Der letzte Tag geht dann um ELA Luxemburg. ELA lanciert alljährlich ein Forschungsprogramm am Bereich von den Leukodystrophien. Leukodystrophien sind eine Gruppe von raren genetischen Krankheiten, die die Weißsubstanz vom Gehirn beeinflussen und zu einem progressiven Verlust von motorischen und anderen neurologischen Funktionen führen. Die Krankheit kann an all Alter auftreten, von der Geburt bis an das Erwachsenenalter, aber bis heute gibt es noch keine Heilung. Ziel von der ELA ist die Forschung an diesem Bereich aktiv zu unterstützen, für die Mechanismen von der Krankheit besser zu verstehen, die verantwortlich Gene zu identifizieren und neue therapeutische Ansätze zu entwickeln, für die Leukodystrophien in Zukunft mehr effektiv behandeln zu können. Voilà, das wären die 4 Assoziationen, die proposiert wurden. Und wir geben den Vorschlag für den gesammelten Monat von 7.460 € durch 4 zu teilen, sodass alle Assoziationen in 1.865 € kriegen. Dann dazu Frohen. Kein Frohen. Dann kommen wir direkt zum Wort und Stift. Na, Anne-Marie. Ja. Na, Conny. Ja. Sauber Jules. Am Schulzinger Progression, ja. Dein Serge. Ja. Reisen Paul. Ja. Als Nico. Nico Singer Progression, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fujarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Und ich auch. Merci. Und dann kommen wir den Punkt 2.3. Da geht es um eine Decision für Bon d'achat, die wir wollen tun, zu kreieren, Anfang der gewissen Serge gehen. Voilà, geht es darum, dass man im Kader von den Arbeiten von der Adressation als evaluiert, wie können wir als Kommersanten und hauptsächlich als Noreska-Sektor an unserer Gemeinde unterstützen, dass im Kader von dem Chantier notamment über alles hat von der Aktivitäts- oder von den Leuten, die um Passage durchführen und als Restauration erst kommen, wie können wir die unterstützen, und da haben wir uns evaluiert, für eben Bon d'achat anzufeiern an der Höhe von 30 €, an dem wir da geben bei verschiedenen Manifestationen oder Zeremonien everischen, notamment aus der die erste, wo wir das viel diskutiert haben mit der Sportkommission, für das bei dem Merit sportiv zu machen, dass ein Teil vom Kado daneben so Bon d'achat werden, da kann an den Noreska-Sektor anlesen, und notamment eben den Noreska-Sektor, den betraf ist von der Aktivität, von der Rue Principal. Voilà, ich meine, das wäre schon. Kind dort so froh, warum schläft Serge? Ja. Ja, merci Serge für die Explikation. Gut, wir wollten uns fragen, oder da so ein bisschen ein Konzept von dem Ganzen, wie der ein Lust von den Betrieben, die da froh kommen, wie es dann zum Beispiel mit dem Pöschung, den das ja auch Matzen an der ersten Linie kann ich mal so vom Chantier, das ist kein Horeca oder Horeska-Betrieb. Ich meine, das sind auch Sachen, die vielleicht soll evaluieren. Ne? Und wie wird flott, aber da gibt es eine Lust kriegen für die Betriebe. Voilà, also für uns ist den Pöschung gehört auch zum Moreska-Sektor, weil sie auch eine Konsumation sur Platz anbieten. Also es geht am Anfang von der Café de la Gare über die Pöschung, den Ushiva, den Seoul Grill,
de Bivio an der Stuuf verhöwen op der Kircheplatz, wo man vun déi Restaurateuren oder respektiv dann de Boulangerie mat dabei konsideiert hunn. Also dat fir déi Betrieber, wo man Logé kontaktéieren, fir hin dat mat ze deelen an dat doch mat hinnen aus diskutieren, dat mat fir die ganze Prozess fir d Bonger man no ageléis kënne gi. Gëtt dat lo bei an den nächsten Joer wiederholl, zum Beispiel bei enger Sportleierung so lang wie de Chantier dauert oder ass dat just eng eenmolige Aktiun lo fir das Joer. Ja, die Bonge silo fir gesinn an mir wetten déi so lange oprechthalen wie de Chantier dauert an da muss mir gucken dat Jo well mat der Sportlehrung dat so ofgemach méi wie sollten mich schles noch net aus dat bei aner Uläs oder auch bei den Kadoen, die iwwerrechen Deelweisflecht appliéieren, also du meist die Rob mit der Fall gedcht fir man so lang wie de Chantier dauert an du muss ich auch wissen, dat die Fastpool am vu Tabstroos impactiert gëtt, die könnt jo recht, wo wirklich dann just nach fir anreine Robers so lang soll dat Reglement am Fong oprecht gehalen blieben, dann man die Milchkeet fir die Bongen verdeelen. Dat ganz fir eng wirklich eng gut Sach méi mir sinn awer der Opfassung, dats et eicht eng Drps op de Wärme steen ass der tote Well du fir proposéiere mir du hast lo gesot, dats dann all Betrieber sinn, is lo fir du genannt hues, dat schreist du an sech keen aus. méi fir wetten net einfach Bonge mech, wie man dat doch fir den COVID gemacht hat und all goeten als Bierger an Biergerinnen. Wenn du aktuell soviel gesifir als Interaktion zu machen, wo man die Bonge verdeelen, dann eng an Approsch, wo man ganz verdeelt hun muss gucken, wie viel Bongen hinno rausgegangen sind. Mir proposieren mal fir de Ciblé zu machen fir die Manifestationen, wo man der tun, wo doch zu kompensieren. Schmengen auf der anderen muss ich immer gucken, dem was den Corona-Kontext halt immer an einem anderen Kontext, wo da auch darum geht, für dat debausen auch beim Minister argumentiert zu kriegen, wie man das dort machen und dafür seit Teil sensibiliert Dinge, wo man das als Kado anbieten für die Leute, die Kado von der Gemeinde kriegen. Ich meine, sie haben nicht nur lange Betriebe, die an sich leiden vom Chantier, ich meine, sie noch alle neue Anwohner. Und die kann ich aber trotzdem mal so eine Geschichte belohnen. Wir sind auf jeden Fall der Auffassung. Merci auch für die Remarque. Ja, ich meine, das besser wie das Serge sieht, man muss noch ein bisschen aufpassen, dass man nicht Konkurrenz loyal für Gewurf kriegen. Ne? Das ist aber nicht eine Covid-Situation. Wir haben das aber am anderen Kabern, wir überlegen uns an. Ich meine, die Chance, das Serge hat gesagt, dauert eine lange Zeit. Und dann kann ich noch immer nur reagieren, wenn das Mist sind. Gut, sonst noch froh. Dann könnt man über den Punkt aufstimmen, wenn ich gift. Nagel Anne-Marie. Ja. Nein, Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Progression, ja. Rein Serge. Ja. Reisen Paul. Ja. Welch Nicola. Mam Nico Singer Progression, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Frau Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Anne auch. Merci. Voilà, da kommen wir zu unseren Finanzgeschichten. Fangen wir am Konto Gestion vom Exercice 2024 und die Punkte gehen also vom Serge präsentiert. Voilà, also Konto Gestion, also der Konto von einem Receveur, das ist Madame Receveur. Voilà, die hat am Dossier gesehen, den 13. April hat man den Rapport gekriegt vom Kontroll vom Innenminister. Am Konto Gestion waren zwei Remarken, die auch nur am Konto administrativ kommen, also am Konto Gestion war absätzlich der nächste Punkt, das Detail der Restaurant Recouvrer. Du hast so, dass wir alle Jahr am Gemengerot den Restantenetat stimmen und dann hast du den Moment am Prinzip den Moment figiert und dann darf du nämlich drin geregelt gehen. Und dann also dann dat ab dem Moment, wo den am Gemengerot gestimmt gëtt defigiert, und da kommen all die Paymente, die du nur noch gemerkt, wo Leute in die Rechnungen bezahlen, die kommen dann von einem Journal auxiliär und da sollen die Recht am exist no river gebucht gin, dat de dann durchaus an Highway eben eng Manipulation am Informatikprogramm den Kontabilität vun der Gemenge geriert, also dann von geschieht, dass wie den Konsul zougemerk gin, den dort den defigiert gin, dadurch sind die Suen am Anfang aufgebucht gin, wo Leiit bezölt hun. Und dafür erst nur am kleinen Karte stimmt ist Restantenetat, die man am Gemengerot gestimmt und den Restantenetat, den man am Konto hatten, entstanden. Mehr fand der Konto, dass da war eine Notrechnung, also möchte keinen Impact am positiven und negativen Teil, bestimmt eine kleine Error der Manipulation.
An den anderen Punkt, den bemängelt gouf, der das bei der Reset ordinären, du hast so, dass man notamment am Populationsbüro verschiedene Leute haben, die auch können Suen encaisseieren an die Sue sollen dann immer für den Exercice, wo sie encaisseiert gesehen auch an dem Konto gebucht gehen und du war eben so, dass den Exercice 22 und 23 die Suen du an der Käse rauskommen, sind in der Schweiz auch Schluss von 850 €. Die waren nicht an den Exercice 22, 23 verbucht gehen, wir am Exercice 24 und du war dann Kritik vom Innenministerium vom Kontroll, dass das immer an dem respektiven Exercice muss gebucht gehen. Voilà, dem heute als Ressource Kenntnis geholt und wir werden in Zukunft gucken, wie dann nochmal die Resetten an dem richtigen Exercice zu buchen. Ich meine, das war zu den Kontrast. Man hat gesagt, wir gingen beim Stimmen auf und dann stimmen wir die nächste. War kein Prosen. Danke mal und Nagel Anne-Marie. Ja. Nein, Conny. Ja. Saba Jules. Mam Julesinger Progression, ja. Tein Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Match Nico. Nico Singer Progression, ja. Abmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fojarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Anne Joch. Voilà. Und dann gehen wir zum nächsten, zum Konto administrativ. Voilà, da haben wir dann ein bisschen mehr. Da fangen wir an mit dem ersten Punkt, den wir auch schon die letzten Jahre dran hatten, dass eben bei den Oraska-Sektor verraschen geht, wo das eigentlich abgeworfen ist am Kader vom Kontroll. Da war es hier so, dass wir schon am Gemengerot vom 16. Dat man lechte Gemengerot Taxreglement ugepasst und dat man vu immer do festgehalen, dat man net méig ass fir den Reska Sektor unzupassen herauszurechnen, dat man dann immer géfen den Minage to verrechnen. Do hummer eng no gebessert hunn do am Fo eng Analyse gemerkt, dat man bei alle Gotten als Reska Restaurant ha an der Gemeng kontrolléier gang sinn, also Service O as ifall kontrolléier gang fir zu kucken, op net méig ass fir eng separat Wasser Auer ze installieren. Du sind verschiedene Restaurateure, wo dat méigg ass, du gëtt noch gemerkt, dat de am Fong eng separat Auer kreen, wo just dann alles gerechen gëtt, wat fir den Oreska ufät, an du gëtt noch den To vum Oreska-Sektor appliéiert. An dann fir den Deel den net Oreska ass gëtt an den To Menage appliéiert, an der gëtt awer auch verschieden Restauranter Kaffee, wo dat einfach technisch net méigg ass fir dat ënneg das ze disposéieren. Und du haben wir dann eng Schafferrotsdeliberationun geholt, fir dat festzehalen, wéi eng du eben net technisch ëmrüstbergen sinn an déiréchen dann eben den Menagetarif appliéiert, wenn man eben noch der Meinung sinn, dat fir eng forfaitär oder Approximativschätzung, dat doch net de richtige Weh wär. Den zweite Punkt, das negativ vum Etat de Reset, die dem Molograt beim Kontogestion geschwert hunn, wie hunn stehen net enker ganz. Den dritte Punkt, dat wären Amputation comptable non conforme au plan budgétaire. Bon, du hast so, dass man schon seit Jahren verschiedene Loyeren, verschiedene Rechnungen am Wasserservice auf verschiedene Artikel buchen, wo die Kontrolle findet, dass die können anders absplicken. Das haben wir da gemacht. Das heißt, wir haben zum Beispiel am Logement haben wir einen separaten Artikel für alles, was Logement abordable ist, wo die Loyeren hingebucht gehen, an einen anderen Artikel, wo all die Loyeren, die Prix du Marché verloren gehen, also wo man keine Aide la Pierre-Kriterien gebucht gehen, nämlich bei dem Wasser aus der neu abgedeelt gehen, dass nicht dem richtigen Code funktionell gebucht wird. Der vierte Punkt, das wenn die von den Fonds diversen, die wir gerade schon am Konto Gestion hatten, da war ein Punkt über als Logement Sozialen, wo bemängelt wird, dass man nicht alle gut als Kontrakte, die man haben, also Kontrakte Bayern, die man haben, mit als Lokatären, dass man denen nicht alle gut nur gepasst tun. Du wäret so, dat wie dat neit Gesetz gestimmt gin ass dat am vu Ufang gesot gin ass Dir de just eng Upassung mache van de Loier Rofgeet an van den Loier opgeet, Dir der déich keng Upassung gemerk gin Dich Demos hat ma am Gemengerot déi Kontrakter neii Stimme gelos vu eng Bestwärm vum Loier, dat Dich dos ginnet neii Kontrakte, die op de neue Modell baséieren, aber den anderen Hummer am Fong nie neii Kontrakter gemerk bis haut an hunn Euro net wëlles fir dat nach ze mache, well wie schon an lächte Gemengerotsitzung gesot. Si wir am Gang mat engem Bayer Sozial eng Konventionun zu schaffen, fir dat sie die ganze Bayer Sozialsvolle iwwerhoelen an auch davon ausgehen, dat man dat bis Ende des Jahres iwwer Bühnen hunn. Du werd man spät am September normalerweise mit enger Konvention zurückkommen. An dofir si net an fir dann Lohnenker neii Kontrakte mat all Lokatären ze mecher, fir dat ze dann am Ende des Jahres fir nächste Runde am Prinzip rëm muss neii Kontrakte mecher mat dem neue Bayer Sozial, dafür dats man dat lo so laufen.
Da kommen eine ganz Reihe Personalfroen. Du hast eigentlich den nächsten Punkt, den zu suchen hast, das ein Remark gewirrscht, dass man einen zweiten Konto CRT hätten mit nur supplementären. Da muss ich sagen, dass man heute am Anfang CRT holen, wo alle Leute als Arbeitsstand oder als Employeen und als Funktionäre am Anfang ihre normale Konto CRT holen. Und dass die Stunden aber auch bei einem anderen Konto gefordert gehen, an den am Anfang du von dem Kontroll konstruiert gehen als zweite Konto CRT, weil der Empfang aber nicht dem Fall entspricht, weil der Empfang immer von dem Administrativen hier einfach mehr einfach zu sagen, die Stunde geben den anderen Konto geschrieben, weil eben notamment bei den Arbeitssteuern der Kollektivvertrag hier gesehen ist, dass der Arbeitssteuer hier Überstunden können SWAT ausbezahlt kriegen, SWAT können auf den CRT geschrieben gehen und dafür hat der Empfang separat gefordert gehen. Voilà. Wir haben die Erkenntnis, dass wir am Anfang immer dann alle Monate den Account von den nächsten Überstunden rüberholen auf den CRT-Konto, dass der Anfang immer einem E-Konto besteht und das auch gut kein Abü oder kein Viertel zwischen gewählt, weil das käme mit den CRT-Stunden über das Maximum von den CRT-Stunden natürlich, also auch von die zwei Konten zusammenrechnen, sind wir alle guten als Arbeitssteuer Funktionäre weit unter dem Safe von den nächsten 100 Stunden, die so gut wird, also aus der Anfang auch gut kein Risk, dass da irgendein Abü oder ob es nicht richtig gegangen wäre. Den zweite Punkt, das wäre dann, dass wir am ROI stehen haben, also seitdem den neu gemacht gehen ist, dass wir am Anfang dort stehen haben, dass ich nicht ein Sold-Cumulé mensuell von Stunden im CRT kann haben von mehr wie 10 Stunden pro Monat. Wo haben wir am Anfang abgeworfen, dass das am Anfang nicht viel gesehen ist, dass das kann am Maximum angesagt gehen. Auf der anderen Seite berufen wir uns aber da auf ein Zirkulär vom Innenministerium, die auch sieht, dass ich kann aber im Kader von ROI gewisse Regeln machen. Und das hat der Chef damals am Anfang gemacht, für die Regel von den 10 Stunden anzufeiern und auch nur eine Diskussion noch mit dieser Gewerkschaft. Sind wir am Anfang der Meinung, für das auch beizubehalten, weil da ist, wo Kader setzt, wie die Stunden geregelt gehen. Und dafür haben wir ja am Anfang um der Remarque oder der Antwort darauf hingewiesen, dass wir am Anfang die 10-Stunden-Regel beibehalten. Und dann muss man gucken, wie das Innenministerium darauf reagiert. Dann ist es von der Majoration von den Überstunden. Da hatten wir eben aktuell auch an unserem Reglement stehen, dass am Anfang der Arbeitsstunden die Oves nur 7 Uhr gelegt gehen, also Montag bis Freitag, immer den Koeffizient von 1,5. Bonifiert gehen an die Stunden, die Samstags, Sonntags oder Feiertags geschafft gehen, die gehen mal 2 bonifiert gehen. Und da sieht ein Innenministerium oder der Kontrolle, aber dass das nicht so geht, weil das nicht kennt machen und wir eben die Toren applizieren, die am Reglement Grand Ducal vorgesehen sind. Und insofern muss man das dann auch so aufpassen, dass man das machen und dann fallen eben die Koeffizienten un, die an dem Reglement Grand Ducal vom 23. Dezember, vom 3. Mai in der Nung vorgesehen sind. Und das ist dann bei den Stunden, die sonst gemacht sind, ist das Supplement von 40%, aber den Überstunden, die bei einem Feiertag gemacht sind, wären das 60%, die da können modifiziert gehen. Voilà, wir haben da doch als Personal so matt gedeelt, das ist natürlich nicht immens für sie, aber sind das aber bis so akzeptiert. Dann war eng Pias gefrot gin am Kader vun engem Depart, also vun engem Modellstadt den Gemeng verlos huet, an den dünn se Kont e Panton ausbezölt ginnners an du krute man nimi die Pias hat man an als Dossier fir nutzeweise wie de Monter, den du gerechen ginnners fir den zu hunn. Du kun man vun Rappel l'ordre fir als Ressourcemen, dat man du missen immer gucken, dat die Pissen auch proper archiviert gin, dat man zu moment können die Pissen nurweisen. Ich mein, du hummer dann auch den Rappel als Ressourcen gesucht, dass sie das besser gerieren. Da kommen 2 Punkte, wo 2 Maderbeter bei enger Prim den Punktwert falsch gerechnet gehen, sie wird pro Jahr an enger Subvention d'intérêt, die bezahlt gehen, die aber nicht geschuldet wäre. Du hast dann ausgerechnet, wie viel effektiv dort zu viel bezahlt gehen und du hast dann auch ein Reglement Grand Ducal vom 11. September 2006, in der Viergeseite von so ein Indu festgestellt wird, und du gesagt am vom nächsten Artikel 4, dass der Funktionär, den die so zu viel kriegt, der muss integral Trick bezahlen. Das heißt, wir werden die Leute abfordern, für die so einen Trick zu bezahlen, die der falsch ausbezahlt gesehen.
Du hast dann aber auch so, dass in Artikel 2 von dem Reglement aber auch vorgesagt, dass die Leute können eng Demanden stellen, wann nicht ein Material wäre vom Personal oder von der Administration, die falsch gerechnet wird, dass sie können eng Demand stellen für den ein Dünnet müssen sie remboursieren. Oder ich meine, wir gehen hin das Reglement auch matt an der Kommunikation und dann gucken wir, wie sie darauf reagieren. Und dann als der letzte Punkt, der Punkt 6, das betrifft alles, was Marché Public gesehen. Du warst notamment Kontrakter von Demos, die ausgeschafft gesehen für das Büro d'études im Kader vom Ausbau vom Recyclingcenter oder vom Neubau vom Recyclingcenter. Du hast bemängelt, dass du kein proper Marché gemacht hast. Ich meine, in der Stellung haben wir gesehen, ich meine, bei der Marché Public für das Büro d'études ist das immer relativ kompliziert. Am Anfang von einem Projekt schon zu definieren, wie in der Aussicht, mir hat auch ein bisschen erklärt, auch die Monte und die Demos in Wiege waren dann nicht so hoch, das war eigentlich die Analyse. Mir als Prozedur ein bisschen angepasst, wir probieren bei neuen Projekten, die wir realisieren, immer einen kleinen Konkurs zu organisieren, wo wir ein Marché Public am Anfang dann aufhalten, für das zu machen. Das ist relativ aufwendig. Wir probieren das evaluieren, also Prozedur so anzubauen, dass bei den größeren Projekten immer ein Marché Public, auch bei den Büro d'études, gemacht wird. Voilà. Und dazu froh sind. Sind dazu froh? Sag schon, dass das am Detail erklärt, war kein frohe Sinn. Dann gebe ich auch bitten, dass wir darüber aufstimmen, wenn Stift Nagel Anne-Marie. Ja. Nein, Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Heinz Hersch. Ja. Tausend Pol. Ja. Welch Nico. Mam Nico Singer Prokuration, ja. Amtmann Jean-Marie. Ja. Eichers Hersch. Fujarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Und ich auch. Merci. Und dann haben wir bei dem Titel der Reset, das geht vom Exercice 2025. Vielleicht ein Jut, ich meine, an der Priestposition, die mir präpariert tun, du war bei der Subvention der Richtung dran, dass man Reckfrohen ab 2024, das ist ein Tippfehler, das 2020, das geht man nach korrigieren, also eine genau Schreibe mit durch, wie es am Punkt 2020. Voilà, dann kommen wir alle bei den Exercice 2025, wo man Titel der Resette, wo kein Taxreglement dazu besteht, muss es separat approvieren. Ich meine, ihr seht am Dossier, ich nehme just die Hauptresetten, die man da holen. Ich meine, da waren eigentlich Resette von der Marche Gourmand, das waren plus 5.780,50 €, die da verschiedene Artikel gebucht sind. Da war der Indemnité Kreos, der das am Fond der Reserve über der Kreos bestanden hat, den immer alimentiert ging. Und den über der gewissen Zollwerf, wie an den Statute von dem Komitee de Koordination vorgesehen ist, und durch die Gruppe so ausbezahlt, oder alle guten Gemengen, die bei der Kreos Aktionär sie konnten so ausbezahlt. Das waren 3.270,05 €. Und dann haben wir 2 Kabinette verkauft, da haben wir insgesamt 6.500 € gekriegt. Da war das Reset von der Fête Nationale 2025 für 7.625 €. Voilà, und da waren es hauptsächlich noch Zinsen, die das beim Wissi, wenn der Wissi zu für alles muss antreiben, wo wird Leute die Rechnung bezahlt, und da fahren durch Zinsen nun, ob die Monto, an die wir antreiben, und der Tisch, die Zinsen sind auch frei gebucht. Ich meine, das wären die Hauptrezetten, wo man gebeten, die zu approvieren. Und dazu kann ich auch sagen, dass der kommt auch genau den 1. Juni 2025 aus der Konto 2025 aufgeschlossen, dass man den auch am Delay so, konnten approvieren. Und das heißt dann auch die Formalität für Titel oder Resetten und so weiter. Ich bin jetzt so froh und dazu. Paul und Stift. Ich bin froh, zu den gebrauchten Gefähre, die verkauft gesehen. Wie ist das vorgegangen oder wie war das, wie du das realisiert? Das ist am Anfang also responsable Mechaniker, den sich immer 3 Offern, wie 3 Offern sicher für die Autos, und dann wird die da erst auf am Anfang trägbar. Also wir frohen 3 Firmen, einen Offer aufzugehen. Ne? Und man hat noch einen Fall, dass dann aber gesagt hat, ich gehe noch einen Offer. Das machen wir nicht, weil das müssen wir ja aushängen, ausschreiben. Da muss die Zufriedenheit kriegen. Also wir frohen 3 Professionelle, die so Occasionen zurückholen, die sollen als Preis machen, den besten Preis kriegen dann. Okay, wenn du für den Preis auch ein bisschen niedrig schlecht, wie kannst du es privat verkaufen oder so? Ja, da muss man eine Ausschreibung machen, ne? Und dann okay, da erklärt man das, wie das Preise sind. Merci. So, nach Frohen. Wenn nicht, da ging wir über den Punkt aufstimmen, wenn Stift Nagel Anne-Marie. Ja. Nein, Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Heinz Hersch. Ja. Tausend Pol. Ja. Welch Nico.
Am Nico Dinger Prokrastion, ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fojarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Und ich auch. Merci. Und dann wären wir beim PPF. Voilà, also da wie du schon gesagt, vielleicht kurz ein Rückblick auf 2025, also wir in der Kont 2025 clôturiert, den alle ist dann auch affichiert. Weiter. Voilà, also du kannst wieder 25 schlägst mal auf mal engem Perd ich wird ganz geguckt, also ich werde ganz ordinären extra zur Summe von 1,7.250.000. Du hast so, dass man paar zum Budget rectifié Mai am Resultat ordinär 10,6 Millionen, also über 1 Million Mai am Resultat ordinär übrig schon, weil dann ganz positiv ist. Und bei den Recetten sehen wir auch liegt, also bei 5 Millionen in dem blieb, wenn wir rausgehen. Und ich meine, da sind wir gesehen, ein bisschen viel, dass wir mehr Projekte vielleicht hier kommen oder man mehr Rechnungen für Projekte kriegen. Voilà. So, dass wir aber insgesamt global 6 Millionen oder über 6 Millionen, bald 6,1 Millionen mehr Überschuss für 2025, wie das wir am Budget rectifié geplant hatten. Und das erklärt dann auch, für was also PPF hat natürlich auch viel besser gesagt wie am Januar. Aber das ist bestimmt eine Zeit. Vielleicht im nächsten Slide, du gesagt noch ein bisschen komparativ. Das ist 2024 und 2025, da ist Reset ordinären relativ stark gewesen von 7,42%, als Depense ordinären liegt zurückgegangen sind um 2%. Voilà, und aber die Reset extraordinären, die sind gut steckt mir niedrig, das hängt immer ein bisschen davon ab, was gerade für Projekt fertig wird, wird da kalkuliert gehen von den Ministerien und aber in Depensen extraordinären. Ich meine, du hast eine Tendenz, die nächste Jahr, wenn immer rumkommen, also da gehen wir um 5 Millionen Euro. Wir wissen, dass als Projekt alle Guten am Gange sind, auch am Showcampus und auch den Ausbau vom neuen Dörfkern, da werden die Monate nach signifikativ die nächste Jahre klammen. Voilà, da kommen wir, was wird am PPF geändert hat zum Januar. Ich meine, die kriegt für alle die Kurs den PPF nur geschickt. Hier haben wir just pure punktuelle Adaptationen gemacht. Also die Konto wird rangeholt, das heißt, da sind insgesamt 6 Millionen mehr dabei. Da wollte ich eigentlich erwähnen, dass wir 2 Subsidiequoten vom Fonds Klima, das ist eigentlich für den neuen Dörfkern, da kriegen wir insgesamt 1,3 Millionen oder 1.354.000 Euro Subsidien. Du hast immer ein Teil Pilotprojekt, weil der relativ großen Monto ausmöchte, weil das Gebäude aber ganz nachhaltig sind, wo wir da ausbezahlt kriegen. Auf dem Campus sind es sogar über 2 Millionen Euro, wo wir da Subsidien vom Fonds Klima zugesprochen kriegen für den Ausbau von dem gelehnt. Dann bei den Scouten, du hat man den Monat mir heisch gesagt, weil eben doch schon den Teil von Klima mit angerechnet war. Wir können mal das lernen, aber da separaten Artikel zu, für das wirklich für die Umweltsubsidien als separat zu rechnen. Als du von nur 1 Million Mann, wie das wird initialement am PPF am Januar 4 gesehen war. Dann haben wir nach ein paar Sachen angepasst. Ich meine, das finanziell kommunal, nur mit den Gemeinderat nur gestimmt. Da waren überall die nächsten Jahre immer mehr niedrig und immer 4 gesehen. Dafür haben wir die angepasst, dass wir die nächsten 3 Jahre noch einmal 1,5 Millionen pro Jahr 4 gesehen, die wir aus Subsidien ausbezahlen. Und dann für die Jahre und noch 29 bis 30 haben wir 1 Million 4 gesehen. Da werden wir auch hoffen, dass dann immer mehr Häuser bis dahin energetisch saniert gesehen, respektive ein paar Verlauerlagen haben und das dann den trifft, ist ein bisschen auffällt. Dann am Budget ordinär haben wir eben die Anpassungen, die wir in der letzten Zeit gemacht haben, angepasst. Also das ist ein Impôt foncier. Ich meine, dann haben wir eine Ausschreibung gemacht für den Schultransport elektrisch ab dem September für den Schultransport elektrisch, ob ein Teil von den Bussen am spätestens am Februar nächstes Jahr als dann noch den Doppeldeckerbus auch elektrisch, sodass man dann ein ganz elektrisches Flotte für den Showbus und das kostet. Du sind wir bei 200.000, 250.000 Euro, was das mehr wird kosten wie den aktuellen Schultransport, dadurch dann mal die Schwagerholle für elektrische Busse anzusetzen. Ich meine, wie spät am Abend haben wir eine Konvention mit der Solina für den Service Forestier, der das auch alle Jahre kostet und auch die Monate haben wir da 4 gesehen. Und da war noch damit Karl Pomschen an Thürenthaus, da haben wir auch die Jahre für 2027, 2021, die da 4 gesehen waren, angepasst. Dazu muss ich noch so, am PPF kann ich nicht 26, weil das Budget aus dem stimmt, die kann ich nicht passen, das ist in die Monate noch einmal dran. Voilà, und dann kommen wir auf den PPF selber, was hier steht da, am PPF selber an der neuen Version. Hier steht da, wenn wir das Gesamttableau gucken.
Also ich meine, bleibt relativ unverändert bei den Resultat ordinär, also so, dass man plus minus über am de Moyen all Jahr 10 Millionen Überschuss werden hun. Die kleinste Schluss, also das dann so gut, wann den Resultat finanziell, also den Annuitäten von unseren Emprunt aufgerechnet sind, gehen wir aber davon aus, dass wir immer bei einem Überschuss an dem Resultat ordinär von 10 Millionen Werte bleiben. Dann, wie gesagt, ist Depense extraordinären, die Klammern immens stark über die nächsten Jahre. Ich meine, wenn man am Konto 2025 noch 14,6 Millionen hatten, dann haben wir schon am Budget 26, 33 Millionen gesehen, also geht das 41 Millionen, 33 Millionen, 24 Millionen, also und dann ab 31, da kommen schon neue Projekte hin, die wir heute noch nicht budgetisiert haben. Das ist ganz klar, dass also ein Investitionsvolumen über die nächsten 10 Jahre enorm hoch wird bleiben. Und da, wie gesagt, kommen wir auch dann eben nicht leicht für Schulden abzuholen. Das Jahr gesagt, du aus, dass wir die 3 Millionen, die wir für gesehen haben, nicht werden brauchen für das Jahr. Dann reportieren wir die ab nächstes Jahr. Und dann, also durch die Anpassungen, die gemacht wurden, notamment eben, dass der Konto so hoch ausgefallen ist, gehen wir davon aus, dass bis 2031 35 Millionen Schulden müssen abgeholt gehen. Das ist aber ein bisschen viel optimistisch, also ein bisschen mehr optimistisch, wie die Realität ist. Ich meine, wenn man Januar die ganze PPF am Detail überschaffen, da wird man aber eine Menge noch echt an die 40 Millionen kommen, wie wir so am Januar hatten. Voilà, wie gesagt, die Dokumente haben nur geschickt. Dann, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer gerne kontaktieren. Wollt ihr schon eine Frage stellen? Ja, Serge. Ja, merci für die Explikation, Serge. Aber generell, wenn ihr das Dolo guckt, dann haben wir bis 2031, du hast gesagt, eine Schuld von rund 40 Millionen. Und muss ich noch dabei sagen, da sind nicht alle guten Infrastrukturen, die geplant sind. Die sind noch nicht fertig. Wenn ihr dann zum Beispiel den Dorf Kerhelt, den Centre Kulturell, den ist ich meine, plus minus 3 Millionen angesagt, ein Aménagement von der Platz mit 1 Million, das sind an sich so provisorisch pro forma Chiffren. Und ich meine, wir alle gut nun haben das Projekt zusammen ausgeschafft und gestimmt, wohl wissend, dass das Ganze eben wichtig ist für die Entwicklung und für das wir auch können auf dem Niveau weiter leben, den wir zu schützen haben. Well, ich meine, für uns ist eine Sache, die Projekte zu planen, das für Druck gesagt gehen, die sind dringend notwendig gewesen. Und ich meine, wir müssen dann aber auch gucken, dass wir unsere Wüstung von der Gemeinde können richtig kontrollieren und für eben mittelfristig können als Projekt finanzieren und dadurch auch mehr Ressourcen zu kriegen. Als Schotterbierge hat mir immer eine vorsichtige Finanzpolitik gemacht und noch immer ehrlich gesagt, dass das Gemeinde Schulden machen für alle guten als Projekte, für als Großprojekte können zu realisieren. Für ein paar Jahre sind wir allerdings durchgestaltet gehen, als die Schötter Gemeinde total verschulden geben. Das ist ganz interessant zu sehen, dass die als Demos für die Wahlen lächerlich gemacht haben, Kibers nicht komplett. Aber genau die nämlich sind, die sich auch weiter Schulden machen, wie wir es schon gesagt haben, aber nicht nach mehr Schulden in Zukunft für als Gemeinde. Wir werden nur absolut keine Entschuldigung, aber es weist aber, wie lächerlich so eine Politik Politiciens und dat ze net weit feiert. Merci. Ja, aber ich meine, das ist ein Déjà-vu. Ich meine, die Diskussion hat man letztes Jahr und wie du heute schon gedacht hast, letztes Jahr gesagt und ich meine, die Kritik war immer die, dass ihr muss aufpassen, habt ihr am ordinären Budget, wie den ordinären Budget evaluiert, für dass die Projekte, die muss gemacht kann finanzieren. Und bei dem extraordinären Projekt ist es natürlich auch so, dass ihr muss gucken, erstens für all die Subsidien, die ihr kann kriegen, so weit wie möglich können zu kriegen. Ich meine, da gibt es ganz viel erfahren, mit der ganzen Administration zusammen, zu gucken, wo geht es Subsidien, wie können wir sie machen, wie können wir sie gescheit gestaffelt mit den Ministerien zusammen, dass ihr so viel mehr Projekte kriegt. Bei den Depensen extraordinären probieren wir auch bei den Marchien, bei den Architekten und bei den Büro d'études so viel wie möglich zu intervenieren, für mal zu gucken, wer das sinnvoll, wer das nötig ist, wer das kostet.
Voilà. Ich meine, wir waren nie aus DP gehen für die Investitionen zu machen. Ich meine, wir waren auch immer bewusst, dass die Schulden kommen. Mir war dafür also immer wichtig, aber auch heute immer wichtig, aber ich meine auch heute immer wiederholen, dass man muss gucken an einem ordinären Budget, dass man als Reset ordinären normal wursten. Ich meine, du hast gesprochen, Wurstum, also froh, wenn den Haut nicht populationstechnisch wies, da kriegt ihr nicht viel mehr an Zukunft aus dem Fonds de Dotation vom Staat. Und das ist also ein Problem für die Gemeinde, schützt auf Rang vom finanziellen gesehen, weil wir am Fond die Vokation haben, dass wir die Algorithmen sind, dass wir nicht zu sehr wussten, also kriegen wir proportional Männer wie einer Gemengen. Ich meine, Präsident hat als Nobel Gemengen eine Pressekonferenz, wo besonders tut, wie viel tausende Wundungen sie wollen oder tausende Leute sie wollen dabei kriegen. Das ist eine Politik, die mehr machen. Aber natürlich geht die begünstigt vom Staat, die stark Fuße kriegen noch viel mehr Geld als ein Pott. Also muss man gucken, wie kriegen wir als Resetten stabil gehalten oder gesteigert. Und auf der anderen Seite muss man normalerweise die Depensen am Griff halten und do am ordinären Budget immer genau gucken, was können wir zusätzlich Kosten abholen, aber was können wir als leisten, für das wir als die Investitionen noch in Zukunft machen. Voilà, schon dazu nicht dabei drauf, weil sonst noch eine Person. Über den Punkt stimmen wir nicht auf, da kommen wir zu uns Merci für die Changen, kommen wir zum Punkt 3, Konvention et Contrat, und da geht es mit der Konvention und mit der SPL Solina, und da gebe ich dem Conny das Wort gehen, wenn es gibt. Merci. Für die Beschäftigten an den Inhalt von unseren natürlichen Räumen weiter zu garantieren, proposieren wir heute eine Konvention mit Solina Arbeitshilfe. Das Konvention umfasst unter anderem silvikulturell Arbeiten, den Inhalt von den Buschrenner, von Wehr und Trippelwehr sowie die Fleisch- und Abwertung von unseren natürlichen Bereichen. Ziel ist es, als Gemenge Büscher nachhaltig zu gerieren und gleichzeitig die Biodiversität zu erhalten und zu fördern. So wie Solina es schon am Gemengerot vom 26. November letztes Jahr präsentiert hat, hilft die Assoziation Arbeitssichenden, die Schwierigkeiten haben, Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, indem sie ihnen eine berufliche Integration oder Reintegration ermöglicht. Als Gemeng die mir handelt diesem sozialen Projekt aber Menschen eine neue Chance geben. Darüber hinaus bietet Solina ihre Mitarbeiter Formationen nun unter anderem für den Gebrauch von Motorsägen, was ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessert. Der Arbeiter verfügt schon über die nötigen Qualifikationen. Die Equipe, die exklusiv Territoire von unserer Gemeinde am Einsatz ist, besteht aus 4 Mitarbeiter mit einer Kabinett. Die Equipe ist all Jahr während 10 Monate am Einsatz, mit Ausnahme von den Monaten August und Dezember, und schafft 5 Tage an der Woche. Der Stundenlohn pro Mitarbeiter ist auf 18,72 € fixiert, an der Leasing von der Kabinett auf 603,06 € den Monat. Zusammenarbeit mit Solina beläuft sich auf rund 150.000 € pro Jahr. Am Gegenzug profitieren wir von einer stabilen Konvention, einer Equipe, die exklusiv für uns Gemeng schafft, an einem sozialen Projekt, das die Integration und Reintegration von Personen am Arbeitsmarkt aktiv fördert. Weil der Lohn ja schon abgelöscht wird, das zu rechnen ist. Ein Mitarbeiter kostet dann 3.238 € den Monat. Die Feierkosten ist 12.954. Kabinett dabei die 603,06 €. Da sind wir auf einem Gesamtmonat von 13.557,30 € den Monat. Kabinett an Arbeiter. Und das auf die 10 Monate gerechnet sind wir 135.573 plus TWR, also rund 150.000 €. Merci Conny, ich bin dazu froh. Ja, Serge. Nee? Nora. Merci Serge. Merci Claude. Also wir stimmen natürlich der Konvention zu, weil wir wissen, dass wir die Leute auch brauchen. Und dass es auch wichtig ist, was zu machen von der Arbeit. Wir sind aber just mal gespannt, für am Ende des Jahres den Gesamtmontant von den Konventionen, die wir mit der Arbeitshilfe gemacht haben, für den Gesamtmontant zu gucken. Und wir können es vergleichen, ob effektiv dann so viel mehr billig ist wie das CGR, den ja auch eine soziale Hölle war. Und war ja auch am Anfang geholt von den Hauptpunkten, für was wir vom CGR fortgegangen sind. Und für das können wir es vergleichen, ob das dann effektiv das ausmöchte. Und ich wollte aber auch noch just sagen, weil wo wir aus dem CGR rausgegangen sind, da war gesagt, dass so eine andere Gemenge vielleicht nur gegen ziehen. Und da wollte ich auch sagen, dass das wirklich nicht der Fall ist. Ich da au contraire. Voilà.
Merci. Oh, ich will aber auch kurz so drüber antworten. Bon, au contraire, ich nicht, was das heißt. Kommen dann neue Member bei, wen ist das? Voilà. Wir haben auch nie gesagt, wir hätten eine Böllisch-Lösung. Ich meine, die Unvorhersehbarkeit von den Depensen beim CGR. Weil neben der Konvention kommen ja dann immer längser zu Kasten, wo da kein etwas vorsen, als am Hai. Und wie aus dem Hut gezaubert gehen an Doremen, für Westjahr, für 500 Mil, an Hai, an Do. Alles unpräpariert, Bereitschaft dat am Dialog auszuschaffen, die war ja nicht gehen. Verschiedene Probleme aus der Vergangenheit nicht geregelt. Do luche jo die großen Probleme, für was das eigentlich für uns nicht möglich war, für eine Konditionen am CGR so weiter zu schaffen. Wenn es besser geht, tant mieux. Aber ich meine, neue Mehrungsvolution fand, da sind wir aus alle politischen Spannungen sind wir raus, wir bezahlen den Service, den wir geliefert kriegen, an was die Leute geht. Und zweiten Arbeitsmarkt, da meine ich, dass Kief, just dazu liegen, an einer besseren Tod der Integration hat, wie der CGR. Auf der anderen Seite kann ich dann natürlich sagen, der CGR hält auch jeden Verein, dafür ist dann noch der Minister froh, mit dem CGR. Aber ich meine, da den oder der andere Argumente haben sich stumme, was ja für allem das Problem war, das war trotzdem die chaotische Gestion vom CGR. Wenn das besser geht, das ist eine Sprache für den CGR. Muss auch noch dabei so, vielleicht der CGR, viele Sachen, die mit Gemengen schafft sie noch nicht mehr gratis, gehen noch zusätzlich verraschen, zum Beispiel, wenn Arbeiten am Bereich von Naturschutzprojekten gemacht gehen. Früher, als das dafür die Gemengen, die am CGR war, gratis gemacht gehen, hat das dann noch verraschen, die für die CGR. Also, gibt vieles dazu so, und ich meine, wir lassen nicht dabei sein. Weil er geht sonst noch froh. Ja, Serge. Ja gut, das heißt, hat viel flott, wenn den eventuelle Vergleichstableau gehabt hat mit den Kosten, wie sie für Druck beim CGR waren, respektive wie low Kosten können evaluieren an die eine oder an die andere Richtung. Aber wenn ihr aber guckt, insgesamt, wir investieren schon 460.000 Euro an als Böscher, wenn ihr den Gestionsplan guckt, plus 10.000 Euro für Material an Gefähre für die Vierste. Da kommen die dort Freien, das sind die Freien, die wir ja für dort auch hatten, an eben, dass die Arbeit dann ein gemerkt hat. Gut, die Leute laufen sollen, unterstehen die dem Vierste-Service oder schaffen die autonom? Ich würde gemein. Also, wenn wir von der Equipe schwätzen, die dem Vierste zugestaltet aus seiner Birsch, du hast auch den Vierste, den Tabischen. Ob das, was wir Auto für den haben, Auto wissen wir genau, dass die Equipe die schafft. Und der Schötterböscher, für die Schöttergemeinde, für die war das nicht immer so klar, wen, wo, wenn ich schafft. Also, vielleicht gerade so gut gerne, ich will das heute nicht vorstellen. Mehr Haut, als das mehr strukturiert, haut das klar, wie ein Leute für wie ein Gemeinde schaffen. Und der Vierste muss auch immer dafür sorgen, dass sie auch beschäftigt sind. Und bon, ich habe eben noch dafür Druck gehalten, dass eben noch die Leute Motorseesausbildung kriegen und so weiter. Also sie schaffen in dem Moment, wo sie ein Chantier haben, da müssen sie auch können autonom schaffen. Dafür ist auch der Chef der Equipe mit dabei. Mit der Arbeit geht aber vom Vierster. Den Vierster seht ihr, wo sie was müssen machen. Okay, merci. Aber gut, ich meine, wir wissen ja alle gut, nach rundherum durch, wie das mit der Responsabilität schon mal war, wenn Equipen von unserer Gemeinde an den Böscher geschafft haben. Und du warst schon zu verschiedenen flotten Momenten gekommen. Gut. Aber insgesamt so mehr, aber vielleicht, dass ich meine, du hast ja schon ein paar so in das Ganze. Dafür wollten wir vielleicht proposieren, für ein Avis von der Direktion von der Forstverwaltung zu fragen, betreffend dem ganzen Investor. Ich meine, du hast ja die ganzen Kosten, die den Service Forestier abwerft, an vielleicht du Vergleich zu kriegen par rapport zu den Obstgemengen, wie die Kosten können Vergleich gehen an sich. Gut. Ich meine, eine zusätzliche Sache, können ihr vielleicht probieren, für mit der Gemeinde drauf, an dem Staat ein Audit zu machen vom gemeinsamen Service Forestier, für dass wir da mal genau wissen, wo wir dran sind. Wen was möchte und wen was bezielt. Und ich meine, so ein Audit, am besten natürlich einen externen Audit,
die Kind bestimmt Chlorid schaffen. Und gut, das ist mal als Wortmeldung zu dem Thema. Boah, ich meine, wir können so Sachen immer ausschwätzen, dem First seine Position haut aus, dass ein für Bayern noch wieder raus. Ne? Also, er hat am letzten so Weltgemengen dran, wie wir gingen noch zusätzlich in anderen Stellen, auch für die ganze Gestion da zu machen. Und voilà, ihr seht, der kriegt den Plan dauernd nicht hin. Der Staat, den hat sich effektiv relativ zurückgezogen, da kommen nicht mehr viel Arbeit, die wird der Staat, die da gestaltet, wir haben als zwei Gemeinden zusammen schon ein paar Mal einen Brief gemacht, wo man reklamiert und dass so zusätzliche Ressourcen da hinkommen. Da wird immer gesagt, ja, wir gucken, war das budgetär möglich, aber budgetär wäre bislang noch nie etwas möglich, dass nie weiter da hinkommen. Also First selber seht, der muss aktiv gehen, lief Gemengen, das geht nicht so viel und wir brauchen noch zusätzliche Ressourcen. Wir sitzen ja heute mit denen zusammen, noch mit der Gemeinde dran, wenn kann in den Punkt denke ich ausschwätzen. Sonst noch froh. Okay, schon ein Ding. Ja, ich kurz von los und ich will keinen unterbrechen. Nee. An der Deliberation steht wie l'article budgétaire. Wir stimmen das ja aber recht her no. Ich meine, da steht akriert. Artikel budgetär akriert. Wie l'article budgetär akriert, dass man die könnte du nur dann. Ich meine noch, das hat keinen großen Unterschied. Ich meine, wenn wir nicht gegen stimmen, können wir so nicht ausgehen. Dann haben wir zwar eine Konvention gestimmt, aber können nicht bezahlen. Also das geht ja irgendwie zusammen. Und ob da den so viel oder da steht, meine ich, das nicht wirklich ausschlaggebend. Sonst noch froh. Eben. Kein frohe mehr. Da gebe ich später, dass wir auch den Punkt aufstimmen, wann ich lief. Nagel Anne-Marie. Ja. Nein, Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Heinz Serge. Ja. Tausend Pol. Ja. Welch Nico. Nico Singer Prokuration, ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Anne auch. Und dann hätten wir die Feier Bayern, die gibt den Serge als vorstellen, wenn der Kurs ist, gibt man Renki aufstimmen. Und man aber so, wir wollen nicht so stimmen, das ist doch kein Thema. Gegen man Renki aufstimmen, die wird die Feier Bayern, wird das immer von das erste Prinzip Serge von Schrift. Voilà, also hier geht dem Gebäude auf der Kircheplatz oben. Du hast so, dass wir den Zuhörer bezahlt tun, also wir können halt Approbationen von den Nackten an den Tisch zu, gehen alle transferiert bei den Fondeuren. Und da haben wir darauf geeinigt, dass dann definitiv all die neuen Kontrakte ab dem 1. August sollen nur laufen. Es wird auch an den Konto gemacht von den Chargen ab dem 31. Juli. Es wird ein Lieu gemacht, die ist fixiert auf den 21. Juli, wo wir dabei sind, wo die Proprietär dabei ist, wo dann die Lokatieren überall dabei sind, für das proper aufzuschließen. Und da geben wir eben proposieren, für all die neuen Kontrakte ab dem 1. August uns zu laufen. Und dann haben wir von da aus auch angefangen, die Kunden von den Chargen zu machen und die ganze Gestion von den Gebäuden. Voilà, wir haben neue Kontrakte gemacht mit all den verschiedenen Lokatieren. Die haben am Dossier 3 Kontrakte dabei. Das ist am Anfang so, weil ein Appartement, da hat Madame schon gekündigt, ihren Kontrakt schon in der Periode an der Übergangsphase, oder der Appartement steht am Moment idle. Voilà, also vielleicht denke ich für kurz so, was tun wir da von Appartementen? Also die nächste Kontrakte, das ist ein Appartement, der möchte stark für 60 Meter Carré, das ist mit einer separaten Kummer, einer Dusche, einer Küche und einem Lieblingssaal à manger. Wie gesagt, Kontrakte sind immer ab 9. August. Loyer sind die mal überholen von den Kontrakten, das heißt, das sind unterschiedliche Loyer. Also das heißt, ein Appartement zum Beispiel für 60 Meter Carré möchte stark, das hat ein Loyer von 150 € plus Charge von 100 €. Dann haben wir die Garantie lokativ, du also von immer die Garantie lokativ, die löscht, wer bei alle Proprietären, die Kultivierer transferiert für mich das separaten Virement-Routen, dass wir wissen, wen Lokatär wie viel Garantie lokativ löscht. Bei dem heutigen Appartement waren das dann 2100 €. Und für den Rest sind Kontrakte am Anfang ein bisschen als Standard, die man auch bei den anderen Wohnungen haben, notamment die Dispositionen dranstehen, wo wegen das muss gelöft gehen, das muss proper gehalten gehen. So weiter und so fort. Den zweiten Kontrakt, das ist dann ein Studio für 35 Meter Carré, möchte stark. Das ist dann eben ein Studio mit Küchen, Saal, Dusch an einem Hauptsaal.
Du hast der Loyer 1.000 €, das ist ein bisschen mehr Hegement und das ist einfach, weil der Kontrakt mehr rezent ist, die Lokatär mehr rezent rabel geplant ist und du hast den mit einem teuren Loyer gefragt, vom alle Proprietär, die wir hier geholt, chargen sie noch 100 € und den hat eine Garantie lokativ von 2.200 €. Dann haben wir am zweiten Stock eben ein Appartement von 60 Meter Carré, bei dem also effektiv ein Kontrakt vorgesehen gewesen, dass den ein Emplacement von einer Garage hat, plus das Emplacement draußen. Du hast der Loyer 1.600 € und chargen 100 € und du hast Garantie lokativ, die mal wie kröten 3.200 €. Oder also, und du hast dann den Studio am zweiten Stock, den nehme ich das für die vom ersten Stock, den ist aktuell frei. Du hat man eine Annonce gemacht für neue Lokatär zu sichern. Also, es hatten doch Leute schon bei uns gemeldet, die gewohnt sind, dass du ein Appartement frei wäre. Und du hast einfach gesagt, wir geben einfach ein Avis au Publikum machen, für den Logement zu besetzen. Wir haben nicht groß kommerzialisiert, sondern so eine Annonce gemacht bei sozialen Medien und bei der Internetseite. Stand haut Moien hat man auch 14 Kandidaturen, die wir angekriegt haben. Der Loyer, den wir da frohen, aus 1.000 €. Voilà, wir machen eine Analyse von den Kandidaturen, notamment auch von der, wen ich die Loyer kann bezahlen, par rapport zu den Preisen. Und da gucken wir auch, von Bürger, die aus der Gemeinde sind, dass die auch vielleicht prioritär können geholt werden. Das ist dort am Gangen. So viel zu den Appartementen. Dann sind wir am Gangen mit dem Kaffee, da sind wir zum Abschluss mit dem Kaffee. Da war es so, viel zu erklären, Fedro war am Anfang immer, dass der Kontrakt zwischen dem Proprietär an einer Brasserie. Und die Brasserie hat dann einen Kontrakt mit dem Exploitant. Voilà. Und das ist aber ein Konzept, das heute nicht mehr von der Brasserie gewünscht ist. Das heißt, wir hatten die 3 größten Brasserien zuletzt aktiv sind, in Garlogotten haben einen Beruf, wir müssen schwätzen, wie ein Interesse wäre für das zu machen. Und die 3 haben uns mehr oder weniger klar gesagt, dass sie das nicht mehr interessiert wäre, für so interposiert zu sein als Agent Immobilier. Und dass sie am Anfang immer wollen, dass ein Gemeinkontrakt direkt mit dem Exploitant möchte und dass sie am Anfang just ein Fourniteur de Boisson sind. Sollte man am Anfang dann auch kommen, für einen Kontrakt direkt mit dem Exploitant zu machen. Pardon. Da haben wir uns dann angepasst und den Loyer, den am Anfang den Proprietär mit der Brasserie hat. Das heißt, den ist ein bisschen niedrig wie das, was den Exploitant aktuell bezahlt in der Brasserie, weil die hatten immer ein kleines Supplement gefragt. Den haben wir schon angepasst auf den Index vom 1. Juni, den der Fall war, wie der doch an dem Kontrakt, an dem alten Kontrakt vorgesehen war. Und du hast der Loyer da für den Kaffee plus eben Küchen plus Toiletten am Keller und den Keller. Den hast du Loyer fixiert auf 3.000 € pro Monat. Du hast eine Garantie lokativ von 2 Monaten, also dann 6.000 €. Du hast mal dich auch dezidiert, dass dann der Début de Jouissance, also den Anfang vom Kontrakt, den 1. August ist. Du hast mal 4 gesehen bis den 31. Dezember 2026 und dann verlängert den Stand tacitement, dass man dann immer ein ganz Kalenderjahr holen. Was das so viel gesehen. Du sind Charge noch bei 150 €, weil die historisch immer ein bisschen mehr heiß waren. Dann hast du eine extra Kondition dran am Artikel 5, das eben, wenn man am Gang sind mit einer neuen Brauerei für einen neuen Kontrakt schreiben mit der Brauerei und da steht eben noch dran, dass wir also engagieren, wenn wir den Kontrakt engagieren, dass wir just die Bier verkaufen und das ist haben wir am ein Kloster geschrieben, dass den Exploitant den du dran ist und den heute Kontrakt führt, dass den am Anfang muss den Kontrakt de Fourniture en Boisson den Gemeinschafter mit einer Brasserie schreibt, dass sie die müssen applizieren. Du hast am Anfang gesehen, dass wir sobald wir Kontrakt erschrieben haben und halt gestimmt haben, dass wir dem Exploitant dann nicht immer über Brief mitteilen, was die Konditionen von dem Kontrakt sind. Voilà, und dann hast du noch Realisation pour motif grave et légitime, wo ich vielleicht auf 4 Jahre kann, du hast von 4 gesehen, dass also bei mehr wie 2 Monate Loyer oder 2 Monate Loyer nicht bezahlt, dass der dann von einem Manquement grave ist, aux Obligations du Locataire und dass dann der Kontrakt kann automatisch gekündigt werden. Voilà, sind dort so froh. Ja, Serge von Schlift. Ja gut, generell mal ein kleinere Markt zu den Lokationskontrakten, die wir auch durchstimmen sollen. Die Gemeinde verlohnt ohne Parkplätze. Die müsste aber bei allen Wohnungen dabei sein. Steht auf jeden Fall mal so am Baureglement. Oder leider mir da falsch. An einem Kontrakt zum Beispiel steht, dass eine Garage mit einem Emplacement für eine Garage verlohnt wird.
Das genehme ich immer, soweit ich weiß, keinem. Und der Chef rot, also mir hat Gemeng verloren, das los so. Müsst man du aber nicht doch konform sitzen und die Leute auf manchen Parkplätzen anzeichnen und so delen. So wie das Bautenreglement das ja auch gesagt. Auch der Kaffee müsst dann neisen an seinen Parkplätzen auf der Kirchplatz reserviert kriegen. Könnt ihr euch doch vielleicht mal Erklärung geben? Ja, also mir haben gesagt, wir geben die Kontrakte so überholen, wie sie wären. Ne? Wir haben gesagt, wir geben neue Kontrakte machen, dass der Gemeinderat informiert ist, dass wir auch dass wir die Kontosnummer und alles proper holen. Dafür machen wir neue Kontrakte. Aber wir wissen, wir sind aus der Problematik da bewusst von den Garagen und wir gehen der Sache holen und wir gucken, das zu regeln, so gut wie es geht. Ne? Wir haben das Gebäude gekauft mit den Bayern, die da drauf sind. Und in der ersten Phase haben wir gesagt, wir überholen nochmal das so. Wie es verlohnt ist. Das ist eine richtige Remarque, aber wir müssen in Zukunft gucken, das richtig zu machen. Das heißt, du ja nicht derogiert. Ich brauche nicht zu derogieren, wie dass wir keine Baugenehmigung aufstellen, da haben wir Beißkontrakte überhaupt. Ne? Okay, gut. Ja. Wir sind aber nicht konform zum Nein, wir sind nicht konform. Gut, dann haben wir noch eine kleinere Markt zur Lokationsherrschaft. Du hast ja darüber gesagt, von dem Appartement oder von dem Studio, was freigehen ist. Also, wir als Schotterbierge hätten auf jeden Fall begrüßt. Das ist ja nicht, was abordable Logements und so weiter, das ist ja ganz klar. Wir hätten aber trotzdem begrüßt, dass, wenn der René Annonce direkt geschrieben hat, dass Einwohner aus der Gemeinde Schotter, dass die aber Priorität hätten auf das Ganze. Ich meine, ich werde einfach am Gang, ich meine, 1.000 Euro für das Studio ist und nicht nichts. Ich meine, ich werde einfach Annonce, ich meine, du noch mir, muss mir am Chef oder als Kriterien gehen, wie man den Wohldienst verlohnen, da kommen wir mit dem Gemeinderat, ich meine, du wirst mir schon angemacht, das ist ein Hund, muss ich aber so bei 1.000 Euro, ich meine, die wissen alle gut, wie die Zahlen halt zu Lützeburg sind, die Leute, die auch ein bisschen sind, das nicht so einfach für so Leute finanzieren, dafür ist das aber auch ein Kriterium, wo man muss gucken, ich meine, geht Menge Finanzen, dass man ihre Lokatär fanden, den der auch kann stemmen. Ja, wir sind nicht am Logement abordabel. Es geht halt nicht darum, für ihre Leute zu guten Konditionen, um sozial schwache Leute zu gehen. Das ist normale Marché zwischen Privé, wo bien verloren wird. Mehr ist es nicht. Und das wird ein schwarzes Dossier gemacht. Und das Reglement tun wir ja auch dazu eigentlich nicht, weil wir den Fall da so an net hatten, wann man dann enke spätere Projekt machen an et gëtt abordable vun Raum, dann ennner dat natürlich alles. Nachfroen. Kein Froen. Dann hat man gesot, mir gifen enke aufstimmen iwwer die Féier Bayern 3.2 bis 3.5. Nagel Landmarie. Ja. Nei Conny. Ja. Aber Jules. Mam Jules Singer Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Pol. Ja. Welch Nico. Und der Prokuration von Nico, ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Anne auch. Merci vielmals. Dann sind wir beim Punkt 4, Budget, da kommen dann all die Artikel und so weiter, die schon sehr schnell gehen. Okay, dann aus den ersten ja. Den nächsten zusätzliches Budget, den man müsste stimmen, das wäre dann den für den Aménagement von dem Saal, wo man eben den Club de Jeunes provisorisch dranbringen. Du hast es so, dass man nur den Änderungen, die wir am letzten Gemeinderat hatten, ein Überschuss am Budget 2026 für 770.840,94 Euro. Und dann haben wir auch den Konto 2025 aufgeschlossen, so dass wir auch den Resultat von da haben. Also haben wir die Suchen für das Kredit supplementär zu stimmen. Und da gibt man dann ein Kredit supplementär für 7.000 Euro vorgesehen, so wie der dann der Wie vorgesehen war. Das geht zu frohen. Da gehen wir drüber aufstimmen, wenn es gibt Nagel Landmarie. Ja. Bei Conny. Ja. Aber Jules. Mam Jules Singer Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Pol. Ja. Welch Nico. Und Nico Singer Prokuration, ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Jeremy Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Anne auch. Dann bei der nächsten Punkt vom Stift. Dann der nächste Punkt, das wäre dann der Budget supplementär für die neue Konvention mit der Solide Arbeitszölle für den Service Forestier. Erklärungen sind die nämlich und da gibt man dann 4 Stunden ein Budget von 150.000 Euro 40. Kein weiter frohen. Da gehen wir auch direkt zum Wort, wenn ich Gift Nagel Landmarie. Ja. Nei Conny. Ja. Aber Jules.
Mat der Prokuration vum Jules, ja. Dein Serge, Ja. 1000 Pol, Ja. Belsch Nico, an der Prokuration von Nico, ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. von Jeremy Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. an Joch. Merci an de Lächte. Da kommen wir bald Strevis, wo man ja zusätzlich die wie gestimmt für 50.000 Euro. Da schlummer noch für den Kredit supplementär für 50.000 Euro 40 gesehen. Da hat man auch den Point gemacht mit dem Ausbau vom Kirchwäsch. Da sind wir auch aktuell unter dem Devis, aber sicher zu gehen, dass man den gesamten Montant disponibel haben. Gesehen wir daheim den gesamten Montant als Devis supplementär 4. Tut nach Freuen. Auch nicht. Da gehen wir direkt zum Wortwandschrift. Nagel Anne-Marie, Ja. Nai Conny, Ja. Sauber Jules, Mam Julesinger Prokuration, ja. Dein Serge, Ja. 1000 Pol, Ja. Belsch Nico, Nico Singer Prokuration, ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. von Jeremy Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. an Joch. Vielmals merci. Da sind wir beim Punkt 5. Mal haben wir Audit am Kader vom Klimapakt. Wir wollen als Gold-Zertifikation behalten. Wir müssen also gucken, dass wir alle Punkte mobil machen, die zu kriegen sind. Und an dem Kontext sind wir dann noch ein das Kommunikationskonzept gegangen, was wir 2018 gestimmt tun. Und 2022 schon wir dann ein gestimmt auch am Kader vom Pakt Natur. Und dafür mal ein paar Mise à jour gemacht zu dem Kommunikationskonzept, weil wir ja verschiedene Sachen auch ernst machen, als Kanäle, Digitalkanäle herausgebaut haben, den Kommunikation zu einer gedreckter Form auf Bayern nicht selektiv machen, nicht ganz abgehen haben, aber die Leute, die das gerne hätten, kriegen das ja noch immer. Die sind noch dann durch und gewinnt, einer geht vielleicht mit dem anderen System ganz gut eins, aber der Rest sind viele Sachen dran, die da kennt und selber wüsst. Ich meine, wir müssen noch ausgeweitet die Lust, was bei den Internetseiten drauf zu finden ist, zum Beispiel auch Linken zu einer Partner, einer Gemeinde Syndikator. Wir sind noch aktiver und favorhaft am Gang wieder neuer. Neuen Internetsitze schaffen, lo iwwer de Summer guckt als Relation publik, dats man alles verifizeiert an no geguckt kreieren. An ich hoffen, dass man dann am Hircht online könne goen, dann hummer awer Responsabiltäten e bëssen an opgedeelt schmengen der RP ass nach immer responsabel fir dat meescht wat Veröffentlichungen sinn. Me mir wollen awer och Service mat dabannen, dass déi Informationen déi servicespezifisch sinn, dats déi dann noch immer a jour sinn, vollständig sinn, an dat sie do aktiv och hëllefen dat zu gucken, an noch selber vielleicht a jour setzen am Content Manager. Do sind se alle geforméiert gin. Für das die Leute zum Teil da noch können selber machen, immer wie gesagt, ändert die Übersicht von der RP. Wir sollen nicht Service in den lang verantwortlich ist, wir sollen ein Gemeinschaftsarbeit sein, weil da sind immer viele Informationen, wir wollen keine Redundanz im Internet sehen. Ich meine, die Informationen sollen auf einem Platz stehen, sie sollen richtig sein, also sollen auch schon sein, auch komplett. Voilà, ich meine, das wäre Graf, was an dem Konzept draufsteht. Und ich meine, wenn du froh wären, dann gebe ich probieren, noch Update zu antworten. Kein Frohen. Da könnte man auch darüber aufstimmen, wenn es klifft. Da fängt man an, Nagel Anne-Marie, Ja. Nai Conny, Ja. Sauber Jules, Mam Julesinger Prokuration, ja. Dein Serge, Ja. 1000 Pol, Ja. Belsch Nico, Und Nico Singer Prokuration, ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. von Jeremy Nora, Ja. Kaiser Andy. Ja. Und ich selber auch. Merci. Dann hatten wir den Punkt 6, ein Droit de Präemption. Du hast gesehen auf dem Kolleg. Du kannst einen Terraverkauf. Das sind 2 Jahre an 40 Cent Jahr. Das ist Parzellnummer 246 über 37,70 auf dem Kolleg. Die Leute, die kaufen, kennen alle gut. Wir haben noch kein Interesse gesehen, dass ein nicht bewappneter Platz, dafür ist ein Droit de Präemption drauf, aber nicht interessant für die Gemeinde.
Und dafür gebe ich mir auch Mengen, dass man auf den Droit de Präemption verzichten muss. Wenn aber da noch froh sind, da will ich auch da probieren zu antworten drauf. Keine Frohen, da gebe ich mir aufstimmen, auf den Droit de Präemption zu verzichten. Nagel Anne-Marie, Ja. Nein Conny, Ja. Sauber Jules, Mat der Prokuration vum Jules ja. Heinz Serge, Ja. den Pol, das hatte ich nicht gesagt, als befangen an hat sich dafür vom Tisch gehoben und an der Publik gesagt, der Welt Nico, Mam Nico senger Progression ja. Atman Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Fogerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. Anne Jo. Merci. Da kannst du zurückkommen, Paul. Merci. Dann hätten wir den 7. Punkt, da geht es um eine Nomination an Transportkommission, an da geht von der Schütterbierger vorgeschlagen, den Alex Meirat an die Kommission zu nennen. Ich bin dazu froh, oder wollt ihr etwas sagen? Nein. Da könnte man auch darüber aufstimmen. Nagel Anne-Marie, Ja. Nein Conny, Ja. Sauber Jules, Mam Jules senger Prokuration ja. Heinz Serge, Ja. Taisen Pol, Ja. Welt Nico, Mam Nico senger Progression ja. Atman Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Anne Ja. Jo. Merci. Und da kommen wir bei die Modifikation urgent vom Verkehrsreglement, wie ich schon eingangs erklärt hat, wie wir den Posten ob nur die Jo gesagt haben. Es geht darum, dass lo, weil immer rüber hast du schon Leute rausgefunden tun, dass du den Hab hast und sich dann da in den Park gegeben, da das nicht so gut ist. Erstens mal braucht der CGDist die Platz nach selber, von dieser Platz aus gehen auch nach Ersatz gefahren oder so in einer Übungen da am Hafen. Das ist auch nicht gut, wenn Leute darüber fahren, wenn es ein Chantier ist. Ja. Auch da könnte man den blockieren oder wir könnten mal einen Tisch fallen. Also da sollen nicht mehr die Leute stehen, die auch etwas zu sichern haben. Und dafür proposieren wir hier, ein gut Barré zu machen. Und dass du am Anfang kein Recht hat, für aufzufahren, außer natürlich dann der CGDs und natürlich am Kader vom Chantier. Und das soll laufen von gestern rund, bis dann à la fin des travaux, weil es immer schwierig ist, ein Datum zu suchen und dann dauert es noch ein Mittag. Das ist so das, was wir allgemein da machen, Sommer, just à la fin des travaux. Zwischen der Kirche und dem Immeuble VRC, was an den CGDs da unten ist. Sind dort zu froh. Nee. Ja, gut. Dann, Ich meine, du hast gut erklärt, wo wir das haben. Mit wahrscheinlich viele Bierchen, die sich noch vorstellen, die flott von der Plan dabei gewesen sind. Außer aber lohnt das weiter dramatisch. das ist gut. Merci für die Remarque. Nagel Anne-Marie, Ja. Nein Conny, Ja. Sauber Jules, Mam Jules senger Prokuration ja. Heinz Serge, Ja. Taisen Pol, Ja. Welt Nico, Mam Nico senger Progression ja. Atman Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaiser Andy, Ja. und ich selber auch. Merci. Und dann sind wir beim Punkt 9, das ist dann die Motion, die das Gruppement, die Gring, deposiert wird. Und ich gewähre da bitten, selber auf die Motion anzugehen. Merci. Ich wollte doch just sagen, ja, ich habe die E-Mail geschickt, die wir mal hatten, und da waren alle an der E-Mail auch mal dran. Also das ist eine E-Mail vom Schäferrot plus den alle. Und effektiv, bon, wie das kein Retourcode, dass die nicht existiert, nicht du kommst, und dafür hatte ich auf die Gemeinde noch angerufen, am Ramjit geschwärzt. Also ich entschuldige mich, dass es falsch gegangen ist. Mir wie gesagt, hätte ich ein Retourcode, das nicht mehr existiert, dann hätte ich da nicht das gemacht. Mais, voilà, den allen, die waren mal dran. Also an der E-Mail, die dann nicht mehr geht. Also wir machen eine Motion, dass kommunale Resilienz gegen Hitzfällen. Also wir stellen fest, dass die rezente Hitzfälle als Vulnerabilität von unserer ganzen Gesellschaft vis-à-vis von Episoden mit extremer Hitze deutlich für angefordert wird. Dass nur den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen Hitzfällen in den kommenden Jahren, wenn es im Klimawandel mehr häufig, mehr lang und mehr intensiv werden gehen. Das Grosshitze ein wichtiges Thema für die öffentliche Gesundheit durchstellt, und für allem Elerleid, junge Kinder, Personen mit chronischen Krankheiten sowie Personen, die wegen ihrer beruflichen Situation oder ihrer Lebensumstände besonders vulnerabel sind, betrifft. Da verschiedene Schulen, sehr Infrastrukturen
an einer öffentlichen kommunale Gebäude besonders hohe Temperaturen festgestellt gofen, die das Wohlbefinden an die Lehrer, die Arbeits- und Betreuungsbedingungen beeinflussen. Dat Grengflächen, Beam, permeable Flächen, Wasserpunkten, ugepasste Gebäude, Akilplatzen essentielle Elemente sind, für die Gemengen und Konsequenzen vom Klimawandel anzupassen. Dat Gemengen über wichtige Handlungsmöglichkeiten am Bereich von der Landesplanung, dem Urbanismus, der Gestion von dem öffentlichen Raum, der kommunale Gebäude, der Prävention und der Information von der Bevölkerung verfügen. Dafür fordern wir den Schafferrot ab, einen kommunalen Resilienzplan gegen Hitzewellen auszuschaffen, die besonders folgende Mesuren vorgesagt. Koordinationsprozeduren zwischen den kommunalen Services, dem CGDIS, den Pflegestrukturen, der Schule, dem SEA, den Sozialdiensten, den Sport-, den Kulturvereinen und allen anderen konzernierten Akteuren. Eine Kommunikations- und Informationsstrategie für die Bevölkerung, zum Beispiel durch Verbreiten von wichtigen Rekommendationen über die Internetseite von der Gemeinde, Informationspanelen, Gemengen-App, der Rider, Broschüren und öffentliche Informationsveranstaltungen. Die Identifikation von besonders vulnerablen Personen und die Entwicklung von Systemen für die Überwachung, die Information, die Solidarität und die Nachbarschaft, ähnlich wie wir das dann auch während der Pandemie angefordert hatten. Die Installation von Trinkwasserpunkten, an Parken und auf Spielplätzen, die Verstärkung von der Begrünung durch die Pflanze von Bäumen und Sträuchern und Schaffen von begrünten Fassaden und Dächer, Priorisierung von hellen Oberflächen auf alle Plätzen, wo eine Begrünung nicht möglich ist, die Umsetzung vom Konzept von der Schwammstadt, die Begrünung, die Entsiegelung von den Flächen und eine nachhaltige Gestion vom Rehwasser umfasst, wie das an den Boden versickern kann und an dann die Pflanzen zur Verfügung steht. Wir wissen, dass der Vierstadt das möchte am Busch, das ist eine ganz gute Sache. Den Abbau von einem kommunalen Réseau von Killen, Aufenthaltsplätzen, Climate Shelters, sowohl an kommunale Gebäude wie auch an Parken oder anderen Plätzen markiert, die über das ganze Gemeindegebiet verteilt sind. Die Adaptation von den bestehenden kommunalen Gebäuden für sie mehr resistent gegen Großhitze zu machen. Die Integration von der klimatischen Resilienz und Kommunalpolitik im Bereich von der Planung, dem Bauen und der Renovation. Die Überprüfung an, wann nötig, die Anpassung von den kommunalen Reglementen für die Begrünung, permeable Flächen, Benutzung von Materialien, die Hitzinsel reduzieren, an den Schutz von den Luftkorridoren, die am PAG 4 gesehen sind, zu fördern, an die Abfeierung von finanziellen Hilfen für Bürgerinnen und Bürger für Resilienzmesuren an ihre Wohnungen und Koproprietäten umzusetzen. Merci. Ja, merci auch. Ich meine, das ist eine ganz interessante Motion, dass wir im Moment eine Hitzewahl haben, aus meinem keinem entgangen. Das sind meine ich, auch pertinente Sachen, die hier gesagt werden und die nicht falsch machen. Ich meine, das ist mal sicher. Also, wir wissen alle gut, dass die Kanikülen das Problem sind an Agin von mir. Bon, war der meine ich auch muss so, dass das gerade mehr auch halt zu schütter das nicht logisch entdecken. Ne? Ich meine, wir schaffen schon lange dran und von all den Sachen, die hier stehen, haben wir ganz viele Sachen, wo wir schon am Gang sind, andere Sachen an Zukunft kommen werden. Ich habe doch diskutiert, doch mal da Leute und ich meine, ich gehe noch ein bisschen die Remarken rum, die mir dann noch kriegt tun, also ich meine, das ist nicht immer die Meinung von einer Majorität oder von einem Schafferrot, die ich vertreten, aber das ist ein bisschen das, was wir auch gesagt kriegen. Ich meine, die Resilienz haben wir thematisiert, wird vom Innenminister thematisiert, da gibt es eine Arbeitsgruppe am Innenministerium, da schwätzt man dann aber von der generellen Resilienz, schwätzt man nicht nur von der Resilienz bei Hitzewellen, wo die Gemeinde Schötter dann entretemps auch dran ist. Ich hatte schon früher ganz lange gefragt, dass sie sich so dran melden. Das hat ein bisschen Urlaubszeit gebraucht, ich komme dann ein bisschen darauf zurück. Aber entretemps haben wir dann aber auch, also wir wissen dann nicht, ob den Term in Zukunft offiziell wird gehen. Wir haben dann noch einen Resilienzofficer, was derselbe ist, der noch responsabel ist für die Entwicklung.
den Autor an dem Workshop mat schafft an Schmengen, dat hast doch richtig gesot, oder wurde richtig an Emotionen geschrieben. Resilienz ist nicht etwas, ganz vieles kann in länger an der Gemeinde schon machen, aber Resilienz bedeutet aber ganz viel auch zu Summe mit den anderen schaffen. Resilienz hecht eben gemeinsam Stärkten an gemeinsamen Infrastrukturen, an gemeinsamen Material, was den eventuell zu Summe legen, für sich gegen Katastrophen, Notfall, an anderen Sachen eben zu schützen. Resilienz ist auch vielleicht 7 Stunden unabhängig sind, das ist ein bisschen das, was vom Innenminister gesagt wird, was er gerne hat, was Gemenge gingen fertig bringen, 7 Stunden zum Beispiel in Unterkunft können anbieten, dann noch da sind wir am Gang dran schaffen, dass wir auch gucken, mit neuen Scouts-Schale, wo 5 später zur Verfügung stehen, was den Donau muss machen, da gibt es auch einen kleinen Resilienzbonus vom Innenminister, wenn den da sieht, wir wollen das fertig bringen, die Leute 7 Stunden können zu bringen, dann kann ich seinen Strom selber produzieren, für den Wasserreserve, für den Hai und do, alles was dazu gehört. Muss ich noch so und alles was Lotz geht, da gibt es ja den Plan National Canicule, der gesagt auch eine Informationsstrategie für, da gibt es fast schon Orange-Rouge, hat für gesagt, wir sind im Moment an der Phase schon. Wir haben auch als verschiedene Informationskanäle, die aus dem Raum Kommunikationskonzept, was man just für Droni aufgestimmt haben, wo wir auch Informationen und Bevölkerung verdelen. Auch da als ein SMS, da war ich schon drüber gegangen, nach als Notkanal für zu informieren, auch noch zur Verfügung steht. Aber wenn da gar nicht mehr geht, ich meine, das haben wir auch schon diskutiert, wenn wir ein riesiges Problem hätten, ich weiß nicht, an der Wasserversorgung oder so, da muss eben von Haus zu Haus muss dann eben gegangen gehen, und über den man näher informiert gehen, das ist dann den Worst Case, gebe ich mir gerne so. Die Löscht von den vulnerablen Personen, also ein Sujet, wir haben leider noch immer nicht. Das hat mir auch leid, weil ich auch gemerkt habe, man einfach Mittel könnte man das ausstellen. Wir hatten uns natürlich auch am Anfang gemalt, froh vom Datenschutz gestaltet. Das ist natürlich aber so, dass ein Offer möchte, da können die Leute sich auch schreiben, was sie da freiwillig machen. Dann ist da wohl der Datenschutz aufgedeckt, dann nur den Englisch, da kann die Leute kontaktieren, wann so dröschende wie am Moment sind, so Kaniküle sind, für zu gucken, ob es den Leuten gut geht oder ob sie es brauchen und so weiter. Also in der schaffen wir auch aktiv, aber das richtig, sie steht noch nicht. Dann Trinkwasserpunkte noch Parken, nach Spielplätzen, haben wir ja fest an unsere Konzepte dran, bauen wir rüber mal dann. Du gehst auch nicht hin und du hast extra einen Platz auf, für das dann zu installieren. Wir in der Schule haben wir noch zusätzlich Wasserfontänen noch abgerichtet. Die sind aber bannen, größtenteils von den Bausen, also so immer das Problem, aber ein bisschen technisch. Da muss da gegen den Frost mussten sie geschützt sein, war so weit weg stehen von einem Gebäude, ist das ein bisschen mehr problematisch, aber sie sind auf jeden Fall immer viel gesehen an unseren Projekten, wenn wir neue Projekte machen, auch hier auf die neue Platz, wird so ein Wasserpunkt, ein Trinkwasserpunkt kommen. Dann haben wir, ich meine, begrenzte Fassaden an dir schon lang, an unseren Mesurestoren, an unseren Baureglementen, an den Quartier existant. Wir gehen sogar Subsidien, ich würde sagen, als von ein Flachdach umbaut, da vielleicht Kiesel drauf hat, und dann eine Dachbegründung möchte ich eine Subsidien, die kann aufrufen für so eine Baumaßnahme. Keine Dunkelfläche machen. Wir als PHP-Check löscht, wo ganz viel noch, ganz viel auch über Klimaschutz dran steht. Wir haben als Kommunalgebäude, die wir ja auch equipieren mit reversiblen Wärmepumpen. Und das erste Gebäude als Beispiel ist ja die neue Sportinfrastruktur am Start auf der Bissem. Da haben wir dann. Da merkt ihr noch direkt am Gebäude, wie angenehm Kiel. Das ist ohne dass wir eine Klimaanlage installieren. Bon, du hast ja mal die Diskussion mit dem Energieverbrauch von einer Klimaanlage. Wenn in den natürlich über eine PV-Anlage produziert, dann relativiert das sich natürlich. Klimaanlagen, die wir auch an unserem Baureglement nicht unbedingt unterstützen, war da eine problematische Diskussion, dann das weil sind viele Leute, die sich eine Klimaanlage wollen installieren. Ich meine, du hast ein massiv de Montant, so hast du immer, wenn das Problem bis du hast, dann da wird dann noch realisiert. Wir schaffen ja aber viel mit Beschattungen an immer mehr, an ein Beispiel, wo wir dann noch ein Projekt angerichtet tun, für notamment die Platz um neuer ist dann auch umzugestalten, an der dann noch nicht mehr permeabel, mit
schiert zu versichern, zu versehen, die noch nicht so all die Platz an aber was dem du dat noch vielleicht wenig nicht von der Seite geguckt gehen hautmänglisch der Bewusstsein do und wird op die Sachen abgepasst so der Beispiel dass man so Projekt generalrechen appeller Kandidatur den Tempelverwaltung gemacht huet, wo man der mat was man net mat zurück behalle gin, zumindest as vor auch do fir do mat ze machen. Das auch eng regional diskutiert gin am Klimateam. Du war fir bëssen de Retour so vum technische Klimateam sie wären awer net ofir zoständig an sie hat sowieso schon viel abecht. Entretemps no langem hin an hier si Avalo so weit, dats Avalo d'Akzeptanz do ass, an dats dann noch lo vun de Klimabüro dat sech ums këmmert, fir dann or de wie moll ranzuhole, fir man enger Firma ze summen, zu kucke fir regional Resilienzkonzept zu schaffen. Do könne man dann echtens mal hummer dann direkt Synergien, die im opbauen, zweitens mal huet doch finanziell den Entere, weil fir die Sachen, die sich wiederholen, net allgemeng muss Insel bezöllen an andere neuer Fannen, dat kann ihn dann so überholen. Also schmengen, dass man ganz vieles schon festgehalten hun, wat an der Motion dra steht, vielleicht pur Punkte noch net realisiert sind, mehr warum we hin sind fir realisiert zu gehen, so dass mir eigentlich lo net den Ende gesifir als Narenke mat so enger Motion de Schaffer enke zu optragen dat ze machen, dats mir als Gemeng do die richtig Konzepte, die richtig Strategien an noch die richtig Approchen hunn, fir dass man dann an Zukunft noch besser machen. Mengen schön net gesot die neue Gebäier, die gebaut werden, du hast dat alles mat dran, du hast Beschattungen Thema, du hast Killen ein Thema. Die Gebäude, die haut schon durchstehen, also Schwezlo von den rezente Gebäuden nur 2000, als da doch schon mal dran. Ich will nehmen Stichwort so Nachtkühlung, Hummer an den Gebäuden, natürlich funktioniert Nachtkühlung nicht, wenn man tropisch nöchten hun und auch nur jetzt Temperaturen nicht mehr aufkillen. Aber auch da war schon nur den Gebäuden, war das schon viel gesehen. Das ist auch noch immer so, ich meine, das ist also ein Responsable, für die Nordlichkeit also immer den Schwerpunkt bei den rezente Gebäier as auch noch immer den Utilisateur. Ich mein Hautzimmer vu Gebäier wäsch, wo ich kein Fenster mehr kann opmachen, das auch wichtig, der saubere Gebäi akzeptiert gëtt vom Utilisateur, das aber auch wichtig, dass in eng Fenster kennt, ob man de Problem ist einfach, da gin Fenster opgemerkt und der Bla gi mit zougemerkt. Da gëtt Beschattung opgefu, da gëtt ze net mit zougemerkt. Ja, wann ich manuell die Decision holen und dann nur guckt käme dann nur Heizkörper gehen maximal abgedreht doch do zwar viel schon die geregelt sind ja da laufen so 5 dann gise nicht mehr aufgedreht als Utilisateur aus nach oft der Schwerpunkt an den Gebäier wir sind aber mengen du ganz steck 4 kommen an mir extrem wie der Konditionen ich meine sind nicht die einzige die Problem hun an mir auch dafür die Decision noch geholt, dass dann es kein Schulmi war en Juni da haben wir dann auch so reagiert, das Thema muss an dose da ganz richtig nos wie weit gehen, da wird man in Zukunft noch können mat wenig Opwand besser machen, das wird man auch in Zukunft machen. Mir haut menge man nicht, dass man die Motion do muss stimmen für an dem Thema echt zu schaffen und weiterzukommen. Net dazu andere machen. Okay, mit Welt ergreifen, da gebe ich euch Bürden über die Motion aufzustimmen. Nag Landmarie. Ja. Nein, Conny. Nee. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Und Nico Singer Prokuration, nee. Altmann Jean-Marie. Nee. Aisha Serge. Nee. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Nee. Anne Stimme noch nee. Merci vielmals. Merci aber trotzdem für die Initiative. Und was wir also noch viel geholt haben, das vielleicht, also dass wir die Gemeinderat auch mehr batteln an die Resios-Dossier, dass wir da auch Aktualitätsstunden machen im Gemeinderat oder wie auch immer eine Arbeitssitzung, dass wir mehr
Ziele, wo man drüse mit der Resilienz und das wird auch dadurch, dass meine Person noch responsabel und dafür muss das doch besser klappen. Merci. Voilà, dann Question gekriegt, hat man keinen gekriegt oder so froh. Ja, Serge, was gibt? Ja, okay. Ich finde den Rapport an sich. Zu Herrn Schötter, humorhaft, den relativ vertüst das, für mal so zu sagen. Und du hast ein bisschen gerings, war ziemlich weit rüber, ob den Energiemet-Trottoir rüber hängt. Soll der vielleicht, ich meine, das ja schon auf einer Platz ein Trottoir gespart gehen. Entweder müssen das vielleicht auch machen, respektiv ein bisschen an das geringste schaffen gehen. Dann hat man noch eine andere Sache. Fußballsterrain, respektiv beim Fußballsterrain, wo ja der schöne Park ging, alles mit einer weißen Beleuchtung. Und wir sind ja auf dem Punkt, dass es nicht nach einem Milan gehen, das ist mir kurz. Und du hast die Beleuchtung, die ist auch Service. Und das schon gute Strapp. Und ich meine, da waren schon verschiedene Initiativen für das, mit dem so ein Blitzmaschinenelektriker und Co. zu kreieren. Und da müsste vielleicht die Gemeinde auch intervenieren, dass die Firma, die da geschafft hat, das vielleicht soll redressieren. Und dann hat man noch, mal gucken, hat ein paar Sachen noch geschrieben. Dann ist froh, die man nach 100 das die Straße für bivasieren. Wie soll die abgehen, wenn ich gelieft? Geht die Lohn nach für ein Congé ab oder Congé kollektiv? Die Straße geht leider nicht ab, also das ist nicht möglich für die Lohn für den Congé kollektiv abzumachen. Und wir haben noch schon ein bisschen Verspätung gekriegt. Das geht zwar gut für uns im Moment mit den Leitungen, die müssen gelöst gehen und so weiter. Du hast so das Switch auch gemacht, wir haben auch als Leute letzte Samstag geschafft von den Wasserleitungen, von allem neu. Also voraussichtlich mit Mengen Informationen nur die letzte, die ich auch gekriegt habe, man muss eine Verlängerung machen und wird noch so bleiben bis November. Okay, merci. Und dann, ich meine, das, wenn jeder mal bekannt, dass ja ab 2021 soll ja nicht allgemein Bautereglemente rauskommen. Inwiefern sind Gemengen, also dir als Chefrat, inwiefern sind dir schon dummer da gebunden, respektive was das vielleicht geplant vom Interieur? Also wir wissen noch, dass das könnt. Also Service Urbanisme seht das auch immer. Wir angebunden sind wir gar nicht an Informationen, die wir auch kein kriegt. Können vielleicht nicht genug ruhen, aber wahrscheinlich sind sie noch nicht so weit. Was könnte das eventuell für Schritte bedeuten? Für das Reglement, für uns nicht lang, aber auch die anderen Gemeinden natürlich. Ich meine, kann den Haut von dieser Platz nicht so, kann ich auf jeden Fall nicht so. Und dann muss ich mal wissen, was sie dann schlussendlich darauf festhalten. Ich meine, die Idee fand ich schon gut, dass das harmonisiert wird und dass das nicht Diskussion von der Autonomie kommunal. Auf der anderen Seite muss ein Baureglement dann allgemein alles verschieden sein. Das sind wirklich die Fragen, die sich stellen. Also muss ich gucken, natürlich. Gibt nicht immer Begebenheiten, die an einer Gemeinde vielleicht ähnlich sind wie an Zojanisch, Hanglaren, andere Probleme. Ne? Muss ich dann mal gucken, was da proposiert wird, wie weit wir das da können an neue Reglementation mal da bauen. Ne? Die anderen Punkte ich mir aufgeschrieben. Ne? Die Belichtung im Fußballsterra wissen wir ja, dass das ein Problem ist. Man hat ja nach, als Leute hat ja nach Zusatzbelichtung abgehangen, wie Eventer da waren, oder die Eventer da waren, du warst auch mal ganz kommen, die schon mal sind. Fußball an da war effektiv do ein Problem, dass den Elektriker dat net hikrit mir schon erwun, dass da war zu Mäners an auch von dem zu Mäners, also wir mussten mat dem gucken und das hat an 3 Brütte das ist schon ein guter Punkt an beim Haftschëtter schmengen do man trot war ja ganz gespart vun der Resonanz am Kalleg bis bei den Fruréier de Riki war du hast solo ganz gespart. Du soll von Chemie schön mat mir gucken as dun war die kann machen. Martin hast leider net viel zu machen, der kennt ja Situation. Sos noch froh. Ja, Nora. Ich hatte schlecht Foto gewesen, du hat mir schon den es du entlur den Bierler Grund, wo ich du parken kann, wo die wat Breck geht an ich fall mat du hin lo lein rum
ganz viel Gitter, aber es sieht wirklich so aus wie ein, das muss eine Entreprise sein, die dann immer tun, weil die letzte Kehr war schon Plastik, also sind lauter Gitter, auch für, ich weiß nicht, für den du, wir müssen eine Kamera drüber stellen, um zu gucken. Eine Wildkamera, voilà, dann seid ihr vielleicht, wenn du das immer auslöst. Okay, merci, wir holen also den Punkt, denke ich, probieren vielleicht rauszufinden, was das da kann sein. So ist nach Pol, ja. Schnell kurz vor nach wo aufgehabt gehen aus Haus zu Münzburg. Gesehen gelohnt Aménagement gemacht hat für die Provisorisch für die Chantier von Kneipe oder? Das war sowieso ein Aménagement 4 gesehen, weil du so ein bisschen ein Talü, ja, der hat schon ein bisschen stabilisiert gehen. Auch für den Trottoir hat schon ein bisschen proper auch gemerkt gehen. Mehr effektiv muss das benutzt gehen für die Installation Chantier zu machen. Leider ist nicht mehr dabei, wäre besser gewesen, wäre mehr am Chantier gewesen, mehr Foto mieux. Muss man dann da hinfahren. Aber das Hauptproblem ist auch, dass der Boden ja muss zum Teil zwischengelagert gehen, da muss eine Probe geholt gehen, das kennst du ja. An Recht von frei gegett kann fortgeführt gehen. So ist noch froh. Kein froh mehr. Da sage ich auch dafür merci. Question public. Das ist schön, Robby. Vielmals merci. Voilà, da wären wir für heute durch. Ein ganz grosses Merci. Und ja, Gott sei Dank noch gepackt für ein Match. Das geht noch labber durch. Ich sage ja alle ein grosses Merci und wünsche euch eine schöne Vakanz. Wir sehen uns am September. Wir sehen uns einfach dazwischen. Wir sehen uns noch zu Segelsbar um Durchfest. Ich bin froh für alle, die mitfahren. Mein Lunlo, flotten Échange hat man schon immer. Im Moment ist ein bisschen Rumänchen noch mehr Energie dran. Und das ist ja flott für die zwei Gemeinden als Schule waren. Der Rover, das war auch schon eine Zeit nicht mehr. Und so funktioniert das schon so gut, so soll doch sein. Dann profitiert gut vom Sommer, von euren Congéen, bis wir uns dann rumgesehen. Auch die Leute draußen, Eddie, und bis dann am September. Merci.